if I look at the State of the Union today, I see a strong soul in everything what we do. In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together, and I think we can be proud of it. The next year will be another test of character. A pandemic is a marathon, it's not a sprint. Our first and most urgent priority is to speed up global vaccination. We have already committed to share 250 million doses. The Commission will add a new donation of another 200 million doses until the middle of next year. The second priority is to continue our efforts here in Europe. So let's do everything possible that this does not turn into a pandemic of the unvaccinated. The final priority is to strengthen our pandemic preparedness. Today, we are delivering. With our proposal, we get the HERA authority up and running. I am proposing a new health preparedness and resilience mission for the whole of the European Union. But allow me to focus on semiconductors. We depend right now on state-of-the-art chips manufactured by Asia. So this is not just a matter of our competitiveness. This is also a matter of tech sovereignty. We will present a new European Chips Act. We need to link together our world-class research, design and testing capacities. L'Europe a besoin de toute sa jeunesse. Nous devons encourager ceux qui tombent entre les mailles du filet. Pour eux, nous allons offrir un nouveau programme, ALMA. ALMA offrira à ces jeunes la possibilité d'une expérience professionnelle temporaire dans un autre État membre. Nous proposerons de faire 2022 l'année de la jeunesse européenne. Une année consacrée à valoriser les jeunes qui ont tant consacré aux autres. Climate change is only man-made. But since it is man-made, we can do something about it. I am proud to announce today that the European Union will double its external funding for biodiversity, in particular for the most vulnerable countries. Every country has a responsibility. In Mexico and in Paris, the major economies committed to provide $100 billion a year until 2025. We deliver on our commitments. Team Europe contributes $25 billion a year. My message today is that Europe is ready to do more. We will now propose an additional €4 billion for climate finance until 2027. But we expect the United States and our partners to step up too. And it is time to deliver now. We have no time to wait anymore. We stand by the Afghan people. We must do everything to avert the real risk that is out there of a major famine and a humanitarian disaster. We will increase again humanitarian aid for Afghanistan by €100 million. This will be part of a new, wider Afghan support package that we will present in the next weeks to combine all our efforts. There is simply no security and defense issue where less cooperation is the answer. And this is why we are working with Secretary General Jens Stoltenberg on a new EU-NATO joint declaration to be presented before the end of the year. Europe can and clearly should be able and willing to do more on its own. What we need now is the European Defence Union. First, we need to build a foundation for collective decision-making, and this is what I call situational awareness.
It is vital that we improve intelligence cooperation. This is why the European Union could consider its own Joint Situational Awareness Center. Secondly, we need to improve interoperability. And the third point is, we cannot talk about defense without talking about cyber. We need a European cyber defense policy, including legislation on common standards under a new European Cyber Resilience Act. Under the French presidency, President Macron and I will convene a summit on European defense. It is time for Europe to step up to the next level. If Europe is to become a more global player, it also needs to focus on the next generation of partnerships. In this spirit, today's new EU Indo-Pacific strategy is a milestone. It reflects the growing importance of the region to our prosperity and our security. We will soon present our new connectivity strategy called Global Gateway. We want investment in quality infrastructure, connecting people, goods and services around the world. We want to create links and not dependencies. There are around 25 million people out there who are threatened or coerced into forced labor. We can never accept that they are forced to make products and that these products then end up for sale here in shops in Europe. So we will propose a ban on products on our market that have been made by forced labor, because human rights are not for sale at any price. Gesellschaften, die auf Demokratie und gemeinsame Werte bauen, stehen auf einem stabilen Fundament. Wir sind entschlossen, diese Werte zu verteidigen. Und wir werden in dieser Entschlossenheit niemals nachlassen. Unsere Werte sind durch unsere Rechtsordnung garantiert und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sichern sie. Und diese Urteile sind bindend. Unsere Berichte zur Rechtsstaatlichkeit sind durch die Reformen ein Teil dieses Prozesses. Und ab 2022 werden diese Berichte zur Rechtsstaatlichkeit zusätzlich konkrete Empfehlungen an die Mitgliedstaaten enthalten. Freiheit bedeutet aber auch die Freiheit von Angst. Während der Pandemie wurden zu viele Frauen dieser Freiheit beraubt. Und diese Frauen müssen wieder frei und selbstbestimmt leben können. Wir werden bis Ende des Jahres ein Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auf den Weg bringen. Wir müssen diejenigen schützen, die Transparenz schaffen, die Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb haben wir heute eine Empfehlung zum besseren Schutz von Journalistinnen und Journalisten vorgelegt. Und wir müssen denjenigen Einhalt gebieten, die die Medienfreiheit bedrohen. Ihre Unabhängigkeit ist essentiell. Und deshalb braucht Europa ein Gesetz, das diese Unabhängigkeit sichert. Und genau ein solches Medienfreiheitsgesetz werden wir im nächsten Jahr vorlegen. Imperfect as we might be, our union is both beautifully unique and uniquely beautiful. It is a union with a soul. Guten Morgen und herzlich willkommen hier am Feuer Europäen auf der Stadt der Gare. Mein Name ist Fanny Kinsch und ich werde dich durch das Tablerand über Trier von der Nation begleiten. Für die Gäste, die uns online zugeschaltet sind, ihr fand den Stream auf Lützeburg an der Originalspruch YouTube-Site vom Europaparlament zu Lützeburg. Und pour la traduction française en direct, veuillez suivre le stream sur la page Facebook de la Commission européenne au Luxembourg. Das ist ein Covid-Check-Event, dafür können wir auch alle guten hier ohne Maske sitzen, dann auch die am Publikum. An ein paar Minuten fangen wir mit der Diskussion an. Die Leute, die uns auf Facebook oder YouTube suivieren, die können zu einem Moment Fragen auch rausschicken, entweder auf den Plattformen oder über Slido mit dem Hashtag
SOT-EU. An der zweiten Halbstunde machen wir dann drunter auf für die Fragen von ihr am Saal. Wir werden mal aufhängen nach einem Mot de Bienvenue von Christoph Schröder, dem Chef vom Büro vom Europaparlament zu Lützburg. Vielmals merci, Madame Kinsch. Liebe Europadeputiert, die Damen und die Herren, hier am Saal oder auch um den Ekran, erstmal ein großes Fred. Ihr haut mitten hier am Namen vom Europaparlament, von also Kollege von der Vertretung von der Europäischen Kommission, willkommen zu heißen. Es mischt Fred, Leid an engem Saal zu gesehen, genauso wie es auch Fred gemacht hat, wenn die Bilder von der Riet, von der Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin von Straßburg aus dem Hemicycle gesehen hat, zu gesehen, dass ein Hemicycle sich auch so losfüllt, was auch weiß, dass man an der aktuellen Pandemie weite Schritte noch viel gemacht haben, effektiv auch an Europa relativ weit viel sind, was den Tod der Vaccination angeht. Die Hotelor, die Highlighter Herren von der Riet, von der Ursula von der Leyen, über den Etat, über die Lage von der Europäischen Union. Das ist ein Exerzice, den Lord in der 2010 am Funkeholl all Jahr gemacht wird. Für Madame von der Leyen war es die Zweitkehr, wo sie an den Hemicycle, an das Europaparlament kommen, als für ein Bilanz zu ziehen vom letzten Jahr und für Perspektive zu gehen, für was die Kommission an der nächsten Monat will schlagen. Die hat die große Message mitgekriegt, die für sie wichtig waren. Ich freue mich, dass wir heute zu Lützburg darüber diskutieren können, was den Etat von unserer Union ist. Auch zu gucken, wie die Riet ukom ist, an was von den 4 Städten zu halten ist, die da Teilweise votieren, gibt dann noch ein ganz Rutsch mehr, die aber auch weisen, welche Perspektiven wir da an der nächsten Monat haben und welche Initiativen zu erwarten sind. Ich freue mich, dass wir das hier am Saal machen können, mit 2 Leuten, die diese Woche zu Straßburg waren, den 2 Europadeputierten Isabel Wiesler-Lima an den Marc Angel. Es sind übrigens auch die 2 Lützburger Europadeputierten, die Teil sind von der Assemblée plénière, von der Konferenz über die Zukunft von Europa, wo die Sachen, die wir heute diskutieren, die Woche am Europaparlament diskutiert sind, auch an den nächsten Monat, an Wochen abgegriffen gehen, aber wo von Bürger und diskutiert wird, wo Sie Schwerpunkte gesehen für die Zukunft von Europa. Heute gehen wir da an eine entscheidende Etappe, heute fängen zu Straßburg, nachdem es diese Woche die Pläne da war und dort diskutiert haben. Heute fangen die Bürgerpanelen an, wo heute dann schon 200 Leute über verschiedene europäische Sujets schwätzen, an ihre Konklusionen ziehen, die dann an die große Debatte gehen, wo dann Isabel Wiesler und Marc Angel zusammen mit Bürger, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Regierungen diskutieren, in welche Richtung wir zusammen wollen gehen. Ich freue mich aber auch ganz besonders heute über einen Gast. Das ist nämlich der erste offizielle Auftritt von meiner neuen Kollegin als Vertreterin von der Europäischen Kommission, Anne Kaltö, die auch das, was die Madame von der Leyen die Woche erzählt hat, also Eishaut auch ein bisschen erklärt. Ich freue mich, ob zusammen arbeitet mit dir. Herzlich willkommen und ob wir gut zusammen arbeitet. Wir wollen das aber auch nicht just in den Berufseuropäern, die aus irgendeinem Grund just hier auf dem Eck sitzen, diskutieren. Wir haben als Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft invitiert, für Martine da den Bilan zu ziehen. Es sind dabei der René Vinquin als Direktor von der FEDIL, den Georges Kiefer, den Direktor vom Benu Village zu Esch, Ulzicht, an den Liam Brenner vom Jugendrat, für einen Flott, dass ihr mit dabei sitzt, für hier mit Eis zu diskutieren. Den Etat de l'Union, das auch am Kalender vom Europaparlament ein von den Highlights am Jahr, das ist an der Pläne im September am Funkeholl mit der politischen Rentrée. Ich freue mich, dass wir darüber diskutieren können, dass ihr da seid. Bei all den Leuten, die hier am Saal sind, fangen die Leute nicht an, für eng Mäuer zu suchen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, für mit Eis zu diskutieren, mit Eis invitieren. Das ist auch klingt bisher Debüt von der Exerzice, nicht just noch zu lauschen, mit dir hat noch auch die Möglichkeit, dort und zu holen. Fanny Kinsch hat auch schon gesagt, wie die Leute, die online dabei sind, mitmachen können. Ich freue mich da auf einen ganz leblichen Debatte an, sind froh, dass ihr da seid. An Fanny Kinsch, dir wird die Tafel rund moderieren. Viel Glück dabei, als alle guten, eng spannenden Diskussionen. Vielmals merci, Christoph.
Als bisschen mehr vertiefen an verschiedenen Themen können wir vielleicht anfangen mit einer kleinen Runde von Ihren Impressionen, Ihren ersten Impressionen von der Rätselung von der Union Mittwoch und fangen wir an Kalte mit der neuen Chefin von der Repräsentation von der EU-Kommission. Ja, merci, Madame Kinch. Ja, also schon das Riet am Anfang ein ganz stark Riet fand. Es waren starke Messagen von der Präsidentin vermittelt gehen. Sie hat keine Angst zu sagen, dass Europa eine Union ist, die determiniert ist, die will resolut noch viel gehen, die Unie ist an Zusammenhalt, aber auch eine Union, die eine Seele hat, die sich hier Leute und Bürger aus Europa kümmert. Und das ist eine ganz schöne Message, fand ich. Das war da ja auch schon angeklungen am Diskurs vom letzten Jahr, wo sie gesagt hat, dass eine Pandemie am Anfang nicht Zeit ist, für abzuhalten, für den Etat-Membern Unterstützung zu geben. Und das konkret geschieht letztes Jahr, und das tut sie auch manchmal in der Strache, und das Jahr auch, dass Europa extrem viel gemacht hat für die Bürger. Trotz Krise ist extrem viel erreicht gehen, und das soll ich noch begrüßen. Und ich meine, die Kommission soll sich auch nicht schummen, dazu sagen, weil sie hat extrem viel noch bewegt, trotz dass wir quasi gelähmt waren durch die Krise, hat sich aber nicht lang gelos und hat sich für die Industrie, für die Bürger angesagt, dass die nach einer Perspektive hat, für noch viel zu gucken. Und dass auch den Regard noch vier, den Blick noch vier, den Lorem angeklungen ist, den extrem wichtig ist für die Union. Und die will die Präsidentin auch für allem zusammen mit den Jungen gehen. Das war eine ganz schöne Message, fand ich, für zu sagen, wir müssen den Jungen Lorem da zurückgehen, was sie während Monaten verloren hatten, eine Perspektive. Und das ist auch den Diskurs intergenerational, den in Heurümpfen, den ich wichtig fand. Wir haben nächstes Jahr dann das Jahr von der Jugend, wir haben ein neues Programm für die Jungen zu erleben, für ihren Horizont zu erweitern, für am Ausland auch teilweise schaffen zu gehen. Wir werden nun ein Jahr darauf zurückkommen. Und das ist wirklich eine Flotperspektive. Und dann natürlich den Akzent, der gelöscht ging von der Präsidentin, ob all die Valeuren, die wir teilen als Europäer. Immens wichtig. Immens wichtig, das immer zu rappellieren, wo kommen wir hier, für was geht Europa, was kann Europa uns bringen. Und rund um all die Valeuren sind ja die verschiedenen Prioritäten, die hier an diesem Diskurs noch vorgebracht gehen, auch dekliniert gehen. Sie wird Gesundheit, sie wird Digitaltransition, sie wird Klima, sie wird die Rolle von Europa draußen auf internationalem Level, sie wird den Rechtsstaatlichkeit. All das dreht ja rund um die Valeuren, die uns verbannen und die man nicht dürfen aus dem Blick verlieren. Und ich finde ein Scheriert von schön Rundriert mit einem flotten Ausblick nach Hanemi, genauso einen flotten Ausblick noch hier. Und ich denke, dass wir eine gute Basis haben. Wir können 2022 Flottprojekte zusammen auch mal im Europaparlament an die Wehr zu leiten. Isabel Wiesler-Lima eine stark kreiert, die Werte von der EU an den Mittelpunkt gestaltet wird, gegen der das auch so unterschreiben. Absolut. Ich fand, dass das ein ganz positiv kreiert war. Auch eine Positivität, die wir brauchen. Also es hat keinen Zweck, dass wir uns lamentieren über zum Beispiel der Fakt, dass der Covid nicht darüber ist. Man muss wirklich gucken, was da ist. Also wir müssen uns vorstellen können, was das gewirrscht wäre, wenn wir nach keine Impfungen zum Beispiel gehabt hätten. Das war ja nicht sicher, dass wir einen Impfstoff hätten. Wenn wir den nicht gehabt hätten und wären nicht so viele Leute schon geimpft, wie wäre die Situation? Wären wir einmal konfiniert, hätten wir Reisdruck gewinnt. Ich kann mal bald nicht so, und dass die Leute rundherum erst versterben. Wie wären wir die Variante gewirrscht? Die Variante geht ja gebremst, weil man Leute infiziert gehen. Wir haben aber so recht. Wir wirklich aber so recht. Es kann uns enorm viel Reproche machen. Ich muss aber auch sagen, ich fand es ganz positiv, dass Europa fertig gebracht wird, auch die Haltung zu singen, von den Wachsen, die sie zur Disposition hat, zu teilen. Wir sollen die Sachen da nicht klein reden. Wir haben hier in Europa oft Tendenz, für immer das Negative vorzustreichen und nicht zu sehen, was wir erreichen. Und ich muss sagen, dass wir es wirklich am Moment brauchen. Also wir brauchen es, weil das nicht evident ist. Und ich will noch auf den Punkt zurückkommen, kurz, mir trotzdem, die von einer neuen Weltordnung. Also wenn sich das Lohn nicht bewusst ist, dann manchmal geht es nie, sich davon bewusst. Es ist einfach eine andere Situation.
in Afghanistan hat es gewiesen, an Covid-Situation hat es gewiesen. Wir müssen können viel mehr auf eigenständige Face stehen. Wir sind trotzdem, wenn ihr auf der ganzen Welt guckt, eine Ausnahme, wenn ihr gesagt, wie wir die Valeuren, die wir verteidigen. Das die ganz viel Gefahren da von ganz vieler Seite, die gegen die Valeuren wirken, sowohl im internationalen Plan wie auch bei Eisbahnen. Dafür eben die zwei Punkte von der Weltordnung auch von der Valeuren, die müssen verteidigt gehen. Ich bin sicher, dass wir nachher darauf zurückkommen, dafür gehen schon nicht so viel drauf an. Mit die Verteidigung, die Europa muss tun, die militärische Verteidigung, die sie muss tun, die Information, die sie muss teilen, mit einer Stimme schwätzen, den Weg von wirklich zusammen zu schaffen, und dann noch auf der anderen Seite alle Mittel, die wir haben, ersetzen, für als Valeuren nur Bannen zu verteidigen, dass Länder, die aufweichen von einem Rechtsstaat, dass das einfach nicht geht an einer Europäischen Union. Ich meine, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und sie hat die gesagt, ich fand es extrem positiv. Ihr kann ihn so, dass du hat müssen mehr oder dass du hat müssen Männer gesagt gehen. Wir am großen Ganzen, also eine Erkennung, an eine Durchstellung von wirklich das, was Eis als Schwierigkeiten bringt, als Valeuren, als Erderweis für die Welt zu sehen und für zu verteidigen. Und dass wir da müssen dagegen wirken. Und sie wird auch Piste gehen. Sie hat wirklich eine ganze Reihe Pisten gesucht. Und das fand ich auch ganz wichtig. Das ist nicht nur eine Feststellung, dass Sachen nicht gehen. Wir werden muss machen, für das es besser gehen. Und ganz viel auf mehr Unabhängigkeit setzen, wen der doch möchte. Hat sie auch gesucht. Und dann, wie gesagt, die Unabhängigkeit und verteidigen. Druck leben und verteidigen von unseren Vadern. Nicht immer nächstes Kleinreden. Marc Angel, dir hat mit von einer echten Reaktion gesagt, die wird echt enttäuscht von der Rede gewesen. Ja, ich war also enttäuscht vom Blick nur 4. Der Rückblick finde ich ganz positiv fand. Sie hat ja angefangen, Bilan zu machen, was am letzten Jahr geschieht ist. Alles, was man Vaccin zu dienen hat, Isabel hat es gesagt, man Certificate, Vaccination Certificate, den Recovery and the Resilience Fund, 750 Milliarden Euro, das Schulprogramm, das sind alles gute Sachen, und du hast ja gesagt, heute zusammen müssen wir schaffen. Das finde ich extrem positiv fand. Ich finde, war ein bisschen ein Desequiliber von ganz wichtigen Werten, Ersätzen an Prinzipien, aber ich hätte mir erwartet, mehr konkrete Aktionen. Wo ich am meisten enttäuscht war, dass bei 5 Minuten über die Europe de la Défense geschwärzt hat, von der Defense Union. Ich hätte Gergeherze hat auch 5 Minuten über eine Sozialunion geschwärzt. Da hat mir wirklich gefehlt, dass mir da nicht durchgegangen. Da hat es so, wir müssen Pandemie hat ja bewiesen, dass die Inegalitäten, die bestanden haben, nach mir groß sind, dass ein Scheinwerfer über die Inegalitäten kommen. Und da hätte ich mir erwartet, dass er vielleicht auch gekündigt hat, wir machen ein europäisches Anti-Armutsgesetz. Das hat mir ein bisschen gefehlt, hat mir auch gefehlt. Es wird ja auch viel über Klima geschwärzt. Aber da hätte ich mir zum Beispiel erwartet, anstatt dass Sommet von der Défense organisiert, hätte ich gerne gehört, dass mit den like-minded Ländern gingen UNO-Niveau eine Konferenz an Leben leden für den Development durable, für die Agenda 2030, für darüber zu diskutieren, wie wir als Wirtschaft, als PIB mehr auch können auf die Bien-être axieren. Die Sachen haben mir an der Doariert gefehlt. Es wäre viel Gutes dran. Wir können ja nur noch darüber kommen. Isabel hat das erwähnt, dafür will ich das nicht wiederholen. Aber wo sie mich auch noch ein enttäuscht hat, da das von dem Rechtsstaatlichkeit gegangen ist. Es waren leider Artikel in einer letzten Zeitung von einer Woche, wo gesagt wird, dass wir hoffen, dass Madame von der Leyen hier zusammen mit den Händchen aussteht, wenn es darum geht, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, aber wenn es darum geht, auch Memberstaaten mal konkret umzuschwätzen. Sie hat Memberstaaten, sie hat Prinzipien genannt, très bien, das auch durch Stimme auch zu Applaus kriegt, dann ich nicht so verdient. Mir da hätte hinten wirklich hier Händchen aus, zusammen mit den Händchen aus tun, alle Länder wie Polen und Ungarn auch nennen, auch wirklich mehr konkret durch Bragoen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Meine Enttäuschung hat sich aber ein bisschen beruhigt, wie ich den Tag drauf, wo wir auch die Lettre d'intention, dass den Etat de l'Union besteht ja aus 3 Teilen. Das ist die Riet, und da kennt eine Lettre d'intention, da fand eine Reihe ganz konkret Propositionen, das hat mir schon gut gefallen, und dann werden wir natürlich auch mit Spannung auf den Arbeitsprogramm von der Kommission vom Jahr 2022, und ich bin überzeugt, dass dann da auch Punkten dran sind, wo ich ein bisschen kritisch war,
hoffen wir, am mir als Parlament Isabella Nösch als 705 Kollegen, machen wir ja auch Initiativrapporte, wo wir nach Kommission pushen, für Europa noch 4 zu bringen, an Schmengen, das können wir in der Diskussion ja alles beschwätzen, sodass meine eigene Impression von der wirklichen Negativität, habe ich mich ein bisschen die positive Elemente dran, mehr nicht genug Soziales, nicht genug de Lien mit den 17 Objektiv du Développement durable. Da hätte ich mal ein bisschen mehr Wert und Rechtsstaatlichkeit, wie gesagt. René Wanker, wenn ihr dann noch so konkret genug? Punkte ganz sicher. Ich meine, ich gebe generell die Impression noch teilen, die dann Kalte gesagt hat, wie die Stimmung von der Rede, muss ich noch wissen, dass die Rede mehr komfortabel halten wie zum Beispiel letztes Jahr muss ich sagen, die Stimmung einfach beim Coachieren, da war keine Solidarität mehr zwischen den Ländern, Marchiante, die Stimmung auf der Kipp. Wir hatten auch kein Wachstum, sogar am Anfang vom Wachstum war ja auch in Europa kritisiert gehen, und ich meine, heute kommt sie als viel mehr einer komfortabler Position raus, die Rede machen, weil sie geliefert hat, Wachstum, die 2 Jahre braucht, Europa hat mehr zu Summe von d'Entretrans den Fonds geholt gehen, die mit den 750 Milliarden, das heißt, von daher war sie mir komfortabel. Zweitens, meine ich, war sie auch komfortabel, weil auf einer Party von denen Hauptsügen, und ich meine, sie hat größtenteils Hauptsügen angeschwärzt, hat die Kommission ja auch well geliefert. Ich meine, das Klimapackage, der 14. Juli, ist ja ein Ribambell von Initiativen auf den Tisch gelöst gehen, auch en long et en large präsentiert gehen, auch mit einem große Kommunikationserfolg, sodass sie eigentlich dann auf so einem Dossier sich ein bisschen noch handeln kann, also voilà, wir haben geliefert, da muss ein Parlament dann ein Conseil dezidieren, und da auf einer Partie einer Chantier auch da, wo ich gegen Menge war, von unserem Point de vue gucken, was fehlt, das gebe ich resümieren an der Propos, die sie möchte von dem Chip Act für dann Halbleiter mehr an Europa zu produzieren. Da muss ich sich natürlich vorstellen, wie weit ist das heute nicht mehr der Fall, wie weit das für viel andere Produktionen auch nicht mehr der Fall, wie weit riskieren vielleicht in Zukunft nach Produktionen aus Europa herauskommen, wenn man es nicht richtig abhaken. An den Teil als ab Initiative von der Kommission mal couvriert, mit den hört, dass man so einen potenzielle soziale Sprengstoff, das als wirtschaftliche Schlichtung haben drin, an das war noch nicht thematisiert. Wir können die Niederlands. Und ich meine, das sage ich also auch, wo sie gesagt hat, die Fonds an alles, was wir machen, als für die Jugend richtig, und ich meine auch Prioritäten mit Digitalisierung und Klima ist richtig gesagt. Ich muss noch der Juren zu, dass eigentlich viel Schuld zurückzubezahlen, also sowohl an den Memberstaaten wie auf europäischem Niveau, wenn es darum richtig lebt, wann bist du in der Drinnen quacken. Das ist das eine Perspektive, die Kommission hat abmischt, mit das auch direkt an einem parallel Bagage von Passiv, den man der Juren auch macht, das muss ich noch bewusst sein. Das natürlich wird mir den positiven Teil rausgestochen, aber voilà, das doch vielleicht komplett halber. Und dann kommen wir sicher auf Punkte ins Richtige und nicht einfach lang. Ja, George Kiefer, wenn für ihr die richtige Akzente an der Rede, sind Sie zufrieden? Natürlich nicht, aber so und das ist für das Leute nur lässt. Insgesamt war ich war erstaunt über die Rede, also ich war viel mehr kritisch drauf für mir da durchzuhören. Ich war froh, dass bestimmte Akzente gesagt gesehen. Natürlich sind die Wörter wie sozial, noch Renforcement oder auch für die Jugend. Aber das mir, sind wir ehrlich, und da wird man nur, denke ich, ein bisschen animiert darüber diskutieren, das mir ein bisschen zu Mimi, das ist mir zu Müll. Ja, wir machen noch schöne Programme mit den Jugendlichen. Ich meine, wir haben ein grundlegendes Problem daran, dass das als Ausbildung, so wie wir die Jugendlichen von Grund aus umgehen, dass das einfach nicht gut ist. Das ist mir so eine große Herausforderung, wir müssen etwas packen. Da brauchen wir nicht 700.000 Milliarden für Programme mit den Jugendlichen zu machen. Wir brauchen Menschen, die kritisch sind, die selbstständig sind, die selber argumentieren können. Und diese eigenständig können nur Probleme drucken. Wenn ich halt gucke, was du machst an der WS, wenn ich gucke, wie wir an den Betrieben schaffen, wie wir an der Schule schon standardisieren,
dann ist das für mich ein grundlegender Punkt, den ihr nicht durch ein Youth for irgendetwas mit so vielen Millionen an irgendeinem Park regelt. Ich meine, du mir fundamental Diskussionen, die da oben stehen, die mich immens interessieren, da finde ich ja doch begrüßt, für zu hören. Ja, du sind noch Leute, die so resonieren wie mir auch für zu so, mit die fundamental die Ursachenforschung, das ist für mich interessant. Menschenrechtsgeschichte, und ich finde sie impressionant, wenn sie sich hinstellt, für zu sagen, wir akzeptieren keine Menschenrechtsverletzungen oder keine Produkte, die von geschlagenen Leuten produziert werden. Mit diesen Leuten, dann tun wir es nur plakisch aus, weil 99% von den Kleider, sie von Leuten produziert, die alltag geschlagen. Das sind einfach Fakten und das wird man auch nicht durch ein Gerät ändern. Dafür fand ich den Usatz, und das ist meine Ambivalenz, an der du redest gewesen, den Usatz für das mal zu adressieren, und ich top fand. Einfach mal für sich hinzustellen, für zu sagen, nicht die üblichen Chip, Act fand ich ganz tipptopp und da brauchen wir auch. Aber für Handel zu gehen, komm, wir schwätzen mal so wieder an, auch wenn ich Handel stark kritisiert bin, Gott sei Dank. Wir finanzieren eine Police, die Leute 4 und danach von der Police trinken lässt. Als das, wir gehen super mit den Menschenrechten. Wir sind als Europäer besser an den Menschenrechten. Ich persönlich so durch das skandalisiert, fand aber top, ausdrücklich, dass eine Frau wie sie an der dort Position geht, wir verbalisieren da wollen. Und das fand ich top. Da so viel Ivertürend geschwert gehen, Herr Lehm-Bremer, die sind als Vertreter vom Jugendrot. Welchen Eindruck hat dir, nur der dort redet? Ja, ich meine wieder gerade so, dass viel Ivertjugend geschwert gehen, und das ist sicherlich ein Konster, wo wir machen muss bei der Red, am Sinn von der Schmengen, gufen erkennen, kein Soto, wo die Jungs so oft an ihm sind, wie vielleicht für den nächsten Konzert zu gehen, dass wir dezidiert gehen, dass der nächste Jahr zum Beispiel soll ein Jahr Sinn von der europäischen Jugend. Das wird uns als Jugendorganisation und auch zum Beispiel ein Europäisches Jugendforum aber ein bisschen überrascht, weil kein von uns jemals dazu also gefragt ging, es gibt keine Konzertation. Das ist das weiß natürlich, dass von Madame von der Leyen davon schwätzt, dass eine Wichtigkeit besteht, die Jugend mit an Decision-Making-Prozessen anzubannen, realement vielleicht die Volonté davon noch nicht exekutiert wird. Das sehen wir zum Beispiel im Europäischen Jugenddialog, der besteht, wo die Resultate aber noch nicht so mal an der ersten Linie an der Politik auch diskutiert gehen, an umgesetzt gehen. Und ich meine, nur wird man noch zur Kaffee kommen, wo ich meine, dass die Leute auch teilweise selbst konstant machen muss. Mich gibt dann auch, meine ich, am General ein bisschen dem Herr Angel sein konstant und ich delen, dass uns effektiv der Blick noch nicht gut war, weil er weiß, dass die Europäische Union effektiv Errungenschaften hat im Jahr 2021, angefangen mit der Prokuration von den Vaccinen, die das erlaubt hat, so viel mehr billige Preise zu kriegen, wie das der Fall ist für andere Länder, die nicht in der Europäischen Union sind. Sieht er über den Next Generation EU, sieht er über den European Green Deal, etc. etc. Ich meine, da sind wir uns alle gut in eins. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Madame von der Leyen zum Beispiel konstatiert, dass die Jungen eine schwere Zeit hatte während Covid. An Schmengen, die Chiffren zum Beispiel über Santé Mentale sind alarmierend, die Chiffren auch Arbeitsmarkt, so gut zu Lützeburg, aber nicht nehmen, sind seit der letzten größeren finanzieller Krise nicht besser gehen und haben sich noch weiter verschlechtert während der heutigen Krise. Was aber fehlt, ist realement eine Volontät für das Problem umzugehen. Und da gibt es natürlich die neue Proposition für den Alma, muss ich aber fragen, ob das wirklich realement genug ist, für das Problem zu tackeln und ob das nicht einfach unser schlimmes Instrument ist, wo eine kleine Minorität und Leute, die vielleicht nicht die höchsten, nicht die meisten Besoin haben, helfen wird und die anderen aber trotzdem weiterhin an Difficulté lässt. Auch, ich meine, generell, wenn man zum Beispiel über den Klimawandel schwätzen, konstatiert Madame von der Leyen, dass die Jungen sich Angst tun. Und ich meine, das ist auch so, Angst für die Zukunft, weil man nicht wollen, dass das Welt verkönnt, dass das Planet verkönnt. Ich stehe die Kunst aber nicht ganz. Wir haben nicht Angst davon, dass das Welt verkönnt. Wir haben Angst davon, dass uns sich die Generationen für uns, die im Moment und sich Decisionen holen können, nicht die Decisionen holen, nicht die nötigen Instrumente, nicht die nötigen Aktionen holen, für realement den Klimawandel zu tackeln, obwohl die Möglichkeit besteht. Das heißt, vielleicht zu einer Konklusion zu kommen, sind konstant die richtig, sie geht leider nicht genug auf die Instrumente an, wen auch kann und sich dann eine Verbesserung herbeiführen. Bleiben wir beim Thema Jugend. Ich denke, die Pandemie hat
die Jugend an Europa ganz stark impactiert, die wird die letzten Monate viel Junge müssen hier Uni nie verbannen gesehen, respektive konnten nicht studieren gehen, weil es keine Möglichkeit gab, für der Uni noch zu schaffen. Das hat einen ganz großen Impact auf das Leben von ganz vielen Jungen. Die haben just gesagt, dass da Gefühl hat, ging aber just über dich gesprochen, wie war das dann lo? Wie müssen die Jungen lo mit angebunden gehen, für das nicht just bei Annonce bleibt, wie die so mit das auch mehr daraus können? Ja. Ich meine effektiv, wie gesagt, gibt zum Beispiel ein Europäisches Jugendforum, die ganz stark aufgestellt sind, die wirklich fundiert Meinungen haben, auch Wissenschaft fundiert Meinungen, wie ein kann eine Policy umsetzen, wo die Probleme tackeln. Auf der anderen Seite, vielleicht, wenn man mehr Brett will schaffen, dann muss man Kaffee holen. Kaffee besteht, Kaffee lebt noch bis Anfang echt Trimester vom nächsten Jahr. Das ist vielleicht besser, wenn sie noch weiterlaufen. Ja. Darüber kommen wir vielleicht später zurück. Einfach generell, dass man zum Beispiel die Instrumente holen, wo bestehen, Kaffee, auch den europäischen Jugenddialog, und dass man reell mit den Jungen schwätzen. Und kann ich natürlich auch gucken, dass Repräsentationen von den Memberstaaten auch zum Beispiel noch lokalen Dialogen machen, dass zum Beispiel an der Mai-Jugendrät, nicht zu Lützeburg, sondern in den anderen Ländern, dat Martine kooperiert gët, dat zum Beispiel op Evenementer wie invitéiert ginn. Ich meng no, weil den awer muss so ass den Dialog ass wichtech, an dat se man dem von der Lei selber anhierariert. Den Dialog as immer gut, wenn ass nëmme so lang gut bis och reell Resultater kommen. An das bisssen de Konst wo mehr hunn den Dialog ass do och van der Kind ausgebaut ginn, wie go fir de wenigch Dialog wo du hast, geht an net Tour, dat hi Mä einfach fuderen, ass dat Kommission an der nationale Staaten einfach die Sachen umgesetzt, die wo müssen umgesetzt sind. Die Lesungen sind da, das ist eng froh für politisch umzusetzen. Für die Leute, die nicht so am Jargon von der EU dran sind, geht es um die Konferenz von der Zukunft von Europa, das ist eine Form von Bürgerdialog, über den die Leute sollen angebunden gehen, aber auch dann nur konkret Resultate dabei rauskommen. Immer Gangel, die hat just gelacht, wie der Liam Bremer darüber geschwatzt hat, die hat auch am Mittwoch gesagt, dass da am Funk gefühlt hat, dass da nicht ganz viel geschieht aus bislang. Ja, die Idee von der Konferenz über Zukunft von Europa, also eine Idee, wo die Kommission wirklich am Parlament gepusht hat, dass das soll kommen, und da wird viel blockiert vom Kanzler Seite. Ich bedauere, dass das muss abhalten in der französischen Präsidenz, weil da doch eine Idee von Herrn Macron war. Ich wäre froh, wenn die Zukunftskonferenz wirklich ging weitergehen bis zu den nächsten Europawahlen, und dann mit konkreten Resultaten können, dass wenig gesagt gehen über die Zukunftskonferenz, dass sie positiv gesagt wird, dann erreicht, dass die wichtige Rolle die Türen an der Zukunftskonferenz spielt. Ich hoffe, dass das noch los ist, wenn es mal richtig los geht. Wir sollen eine Arbeitsgruppe schaffen. Ich weiß bis heute noch nicht, auf welche Arbeitsgruppe ich bin. Ich weiß nicht, weißt du, auf welche Arbeitsgruppe du kennst? Ja, ich weiß es. Also bei der EVP. Ja, ich weiß, bei wem, wo ich mich gemeldet habe. Ganz viel Chance. Also ich bin an der Education, Sport, Jugend. Ich komme. Ich freue mich drauf. Das aber auch das ganz recht. Ja, ich bin gemeldet, ich habe mich interessiert für die von der Migration. Aber ich bin Fraktion so auch, wenn man die kriegen, Christen sind, ich schon von der Konferenz, von den Organisatoren nach kein Feedback kriegt. Diese Weekend sie auch zu Straßburg fangen die Citizens Panel und da das gut, das lebt, das positiv. Aber ich wäre froh, wenn wir gingen mal endlich von Parlamentspräsident auf von der Madame von der Leyen hören, die so da ja gut gemengt, dass wir gingen nächstes Jahr in der französischen Präsidenz abhalten. Wir haben ganz Jahr verloren durch die Covid. Wir haben immens lang diskutiert, wäre Streitereien, bis wir gekommen sind. Komm, wir verlängern das. Das wäre für mich eine seriöse Approche für jeden, die Zukunftskonferenz da kann richtig organisieren. Wir sollen Lohnlauschen der Leute, wenn man eine paar Minuten für Not zu lauschen, dann hören wir Mundstimmen, wir hören nicht viel Stimmen an. Das fand ich wirklich auch nicht gut. Da hätte ich mal wirklich mehr erwartet, dass er sich dabei seid vom Parlament, weil wir drücken ja im Parlament wirklich stark. Da hätte ich gefunden, wäre eine starke Message und der Conseil gewesen, für zu sagen, hey, Parlament und Kommission, wir wollen, dass das ein Succès gibt. Und kaut direkt Kommission macht, bleibt genug Zeit für das wirklich nur rauskommt bei der Konferenz für Zukunft von Europa. Ja, die Kommission ist wirklich die hält fest und dem Instrument absolut an für die nicht mitgekriegt hatten, weil wenn es so das war auch den ersten Rapport intermediär rauskommen von der Kofi und du gesagt ich schon ein bisschen wo es hier geht, also du hast ein Inventär gemacht von den Kommentaren, die bis lo rauskommen sind.
Lützeburg leiht da ja relativ gut proportional gesehen am Input. Ich meine, das aber nach Luft nur wenn absolut. Können noch viel mehr machen. Aber das Dokument, das ist ein dickes Dokument, ich meine, es sind über 60 Seiten, muss man mal ein bisschen auf die Liste holen, was genau als du gesagt gehen, was sieht die Bürger oder die verschiedenen Akteure von der Zivilgesellschaft, was sind hier Sorgen. Und das muss ich mal auflesen lassen an die nächsten Monate. An dat dann auch noch vier bringen. Ich weiß nicht, ob Dauer die gesagt das durchgeht, weil effektiv den Timing als chamboléiert gehen, dass das ganz ambitiös an persönlich sind ich der Meinung, dass in so einem Exerzice soll die nötige Zeit gefedert, dann was soll dabei rauskommen, noch wirklich brauchbar ist. Ihnen ist recht. Ja. Mat an den Antworten afleise vom Eric Goldberg von der Université, also von der Uni Lützeburg. Quel est le rôle de la conférence sur l'avenir de l'Europe au cours de la prochaine année? Quels sont les sujets déjà abordés? Que schon nu geschwart. Dann einfach für als Diskussionsinput, wie gesagt, Fußleitung. Dir wollt doch noch direkt reagieren, ob das was gesagt gehen, dass du nur von der Rede auch der Frau Fußleiter will. Ja, gerne. Schleswig-Holstein und da tun wir just gesagt haben, dem Marc Angel seine Remarque, ich fand ich mehr wie pertinent und nach alte vielseitig. Das heißt, ich freue mich, wenn wir von Unität an der Europäischen Kommission schwätzen oder an Europa schwätzen, weil da können wir doch nicht echt bleiben, kredibel bleiben oder sie kredibel halten, wenn wir so mit einer Konferenz von der Parlament. Also wenn wir wollen als Unität auftreten, und das ist ja das wissen die Leute an der Europäischen Union, und die Leute, die wie wir hier im Boden leben, die wissen wir, dass wir eine zu große Diskrepanz zwischen der Institution und uns hier an der Straße haben. Wenn wir das weiter forcieren an den Usatz, ich war begeistert, wo ich höre nun, dass die Konferenzen da sollen kommen. Mit all ihren Schwächen, wir fangen da an. Ich fand den Usatz einfach top. Aber für dann zu so und so, du hast Zeit aufgelaufen, guck mal, was die paar Leute gesagt haben, auf für allem, wir schwätzen du noch am besten mal nicht mehr zu viel drüber, weil sonst wird immer gefragt, wie sind dann die Resultate. Oder für dann zu so, ich bringe nicht einen Rapport von 2470 Seiten, ob serbo-kroatisch, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen impliziert gehen, und ich meine, das genau das Demokratie ist. Wir wollen impliziert sein, und da kann so eine Zukunftskonferenz an nicht Stoff an der Zeit limitiert sein. Und dass dann wie du gesagt hast, der Macron, dann den könnt ihr sehen, wir haben zwar mit initiiert, aber wir haben auch andere Themen wie Sicherheit, dann können wir das mal nicht so machen. Aber das ist für mich am Anfang eine Dekredibilisation von der ganzen Aktion. Dann ist es doch gut, da können wir auch Haut abhalten. Also, was wir als feststellen, die Idee ist top, wir machen das tote Vier und wir schwätzen Vier und wir wollen gerne impliziert sein, wir hätten gerne, dass die Jung, dass die Ball noch ganz jung, und die anderen, dass wir zusammen mit gehört gehen, dass man einen Dialog haben. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das zusammen machen, die sind nicht alle utopisch, dass man da gerade die Force von der Ursula von der Leyen geschwärzt hat, dass man gerade die Force können exploitieren, wenn man nicht an dem alle Schema, den er so für und Mauer bringt, den er so eine Klimakrise bringt, eine Migrationskrise, und die, ich kann da noch 10 abzählen, den er du ihn bringt. Dafür los ist auch die Chance holen, wir in Europa, um alles, was wir brauchen. Kommen wir da zusammen. Ja, was mich effektiv am meisten stört, als das so wird am Moment lebt, effektiv just nehmen die Leute sind, die schon interessiert sind, mitschwätzen und dabei kommen. Und die Chance am Menge nach von der Konferenz von der Zukunft von Europa, also wirklich für ob die Leute durchzugehen, die normalerweise sich nicht äußern. Und ich denke, dass auf dem Niveau wirklich noch nicht genug gemacht ist. Für das so geschieht noch nicht genug. Also ich habe die Impression, dass noch sozusagen nicht gemacht ist. Aber wenn wir wirklich just nicht die Stimme haben, nehmen das nicht gut gesagt, weil das ist ganz wichtig. Wir von denen, von Aktivisten, von den Leuten, die sowieso schon die ganze Zeit so, glücklicherweise, als so, wurde schon drückt, das dient. Wir müssten irgendwann einkehren können, wirklich die Bürger, dem er draußen über die Straße geht, für dem seine Stimme auch können zu hören. Und ich schon die Konferenz verstanden als das. Und nicht weiterhin die wir sowieso hören. Weil die hören wir ja. Die hören ja Entreen am Parlament. Der Marco hat viel darüber gesagt. Also das Europäische Parlament und auch die Kommission, ich meine wirklich auch nach dem Parlament. Also so drückt der muss ein Drop für dass Datei soll ein Reussit gehen. Und wir wollen wirklich. Und du spürst den, dass
Marco hat gesagt, ich meine, muss ihn doch ganz einfach so. Du kannst setzt Barrieren, Barrieren, Barrieren. Das da, wo die Politik dann noch nicht mehr kredibel ist. Weil es schenkt ja darum zu leihen, dass die eng an die anderen wollen, an die verschiedenen Kommissionen kommen und dann die Plätze nicht kriegen, die sie wollen. Und das von einer enger Reunion op die anderen vertagt gëtt, weil das nicht klappt. Und ich muss so du hast irgendwie etwas, was nicht geht. Dann just auch etwas dazu, dass der Schwer saß bei der ganzen Zukunftskonferenz, wie kommen wir und die unusual Suspects. Genau. Die hat den nämlichen Challenge für die Saal zu füllen mit den usual Suspects. Die heißen, merci, dass da sind, ist noch froh, dass da kommt. Mit wäre gut, wenn wir nach die nämlich 12 von unusual Suspects sitzen hätten, darum geht, dann das Mensch, das allerschwerste. Die Zivilgesellschaft hat schon ganz viel geschafft. Da gibt es ein Forum, ist schon Gefühl, die sich schon mehr weit fort an ihren Ideen, an Diskussionen, die sie haben. Ich freue mich auch, wenn das bei uns wenn das bei uns geliefert wird, schon und der Europäische Jugendrat auch. Und da muss man dann noch alles zusammenholen. Das muss ich auch auf die Aktivistinnen und Aktivisten lauschen. Wir müssen donieren, die unusual Suspects kriegen. Und das ist das Allerschwerste. Ich bin am Gang zu überlegen, wie ich die Kindheit zuletzt beschreibe, ich schon nach keine Lesung fand. Also Herr Konster gëtt gedeelt li en Bremer fir awer nach op eng konkreten Mesure schwatzen zu kommen, die annoncéiert gouf lo Mëttwoch. Dats den Alma-Programm dummer da sollen Junker spezifisch auch als defavoriséierte Millioun encouragéiert, gi fir Erbechtserfahrungen am Ausland ze sammeln. Dat soll enech funktionär fir den Erasmus-Programm. Wéi schalt dat anerfleich doch die Herr Banker Kiefer verspricht Dich für so engem Instrument. Ja. Ja, den nächsten de Konzer woch gemaun ass, dat dat awer schon an enger bestimmter Mesure iwwerschneit mat eng Deel vum Erasmus-Programm. Nemech mam Leonardo-Programm. Dat Tech da muss mal gucken, natürlich kann man Detail an net. Inwiefern dat ganz net ein bisschen Augenwischerei ass, wo ein neue Programm gestart gëtt, den han no Avalo net wirklich Probleme vun de Jonken Terra läst. Ich zitiere vielleicht ein Formuliert, was von einer Band aus, wo man echt bei der sehr Generation keine von Dire Straits. Entschuldigt mal das. I got a right to go to work, but they shut it down. I got a right to go to work, but there's no work here to be found. Und das ist gerade die letzte Part, die wo wichtig ist. Was den Projekt möchte, ist, dass den Jugendlichen, die entweder keine Arbeit tun oder die nicht Jugendlichen, die Möglichkeit gibt, an ein anderes europäisches Land zu gehen, für dann temporär, und das ist auch temporär eine Arbeitsaktivität nutzen, vielleicht auch ein Training. Ich meine, du musst noch schon aufpassen, dass das andere Sache mal echt besser ist, wenn die Leute Stabilität bieten, an dem sie probieren, dass sie direkt ein CDI kriegen. Ich meine, dass auch die Mobilität gut ist von Arbeitern und dass man das nicht mehr promovieren können an der Europäischen Union. Aber schlussendlich muss es Ziel sein von der Kommission, lokal Arbeitsplätze zu schaffen. Wie würde mehr einem Jugendlichen, den zum Beispiel in Spanien oder in Italien wohnt, wo in die letzten 10 Jahre eine sehr gute Konjunktur hat, dass er nicht sur Platz bei sich daheim kann einen Arbeitsplatz kreieren, mit dass er einen neuen Spruch muss lernen, dass er sich relativ schnell und eine neue Kultur muss gewinnen und dann an ein anderes Land gehen, für dort zu schaffen. Ich meine, dass, wenn das als Vision ist von einer Sozialpolitik für die Jungen, da steht es nicht gut in der Europäischen Union, dass ich meine, dass eine komplementäre Mesure muss kommen, für dass man wirklich den sozialen Aspekt für die Jungen, dass man da gerecht gehen. Ja. René Wanker. Ja, ich kann dafür bei Dire Straits zu bleiben, auf der Telegraph Road, die beschreibt eine Entwicklung technologisch, wirtschaftlich, die hat nur effektiv daran ändert, dass ein paar die Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Suche muss parallel dauernd bleiben. Wir digitalisieren, wir machen Klimapolitik, alles zurecht. Wir müssen immer Hand an Hand machen, dass wir Betriebe dabei behalten, dass wir Leute dabei behalten. Weil auch Digitaltransition, dass ich Leute präparieren, und Berufe von morgen zu gehen, geht dann in den Scheck, weil dann habe ich ganz viele Leute, die ich nicht kann, auf den neuen Plätzen hin, und ich habe dann nicht genug für die neuen Plätze. Also beides steuert. Zu den Themen, die Europa gehen, wollte ich auch noch etwas sagen, dass wir gesagt gehen, weil die Kommission nicht gibt, dezidieren Klimadossier, werden die Jungen benötigt. Das ist auch nur just den Dossier, wo Mensch Europa ist, ja, aber nicht muss etwas vorwerfen. Wir sind
Und dat huet Präsidentin ja gesot, mis hawer lo die Gegend op der Welt, die bei weitem am ambitiösten ass lo kann immer drüber streiten, hat dat nach méi ambitiös mis sinn dat Jo am Europaparlament gesinn Leiitgin net mat so gut den do Zieler zufriede méi. Ich fand dat war dawer lot Kommissionun wëlles huet, gët e riesen Challenge fir Sekten, die ich vertrete, mir auch für die Leute. Ja, angelöst hat mein Job logisch die Energie also aus Spurien as do. Also sie können da ganz viele Länder, das ist pendant von Decisionen, die mir geholt und die man müssen holen am Klima. Das ist nicht für den zu kritisieren. Melo dann so die hun nicht gemerkt. Die ganz viel andere, wo ich ganz sicher die Jungen sind, wo sie von null lesen. Ich ging ja nicht den Klimadossier an die echt Reise zu von Europa schwätze. Wenn ich an Russland ging sitzen, an USA, an Brasilien, okay. An letzter Punkt, der hat zu Alma gefragt, ich fand Alma ein Avoir, und du gehst nicht recht, was das Hanno bringt, mir ein gute Nussatz für uns Leute, weil heute sind wir nicht bei den Universitären, mehr für uns Leute, die mir frei an den Beruf gehen, die dann aber die Lehne doch kriegen, dann über die Grenze rausgucken, das tut uns alle, so wie wir an Deutschland studieren gegangen, sie gut getan, das können zu machen. Und ich meine, dasselbe sollte man auch do visieren. Zweitens, ich kann da auch helfen, Leute von außen an das Land ranzukriegen, dass sie uns entdecken, auf einem Arbeitsmarkt, wo wir aber wissen, dass wir permanent Talente, jung und engagiert Leute sichern. Und dafür gebe ich mal da echt einen Bonuspunkt mit auf den Weg gehen und attendant weiter wieder richtig so dabei rauskommen. Ja, die werden ja vielleicht für auf Alma zurückzukommen. Ich meine, Alma selber bedeutet ja Seele. Das heißt, ich meine, wir können sagen, dass man vielleicht Seele, die 100 der Mesure unterstützen können. Ich meine, ich habe selber letztes Jahr mein Erasmus Plus gemacht und ich kann das nicht unterstützen, wenn man Mobilität an der Europäischen Union unterstützen, besonders bei jungen Leuten. Weil aber fehlt sind Detailer, das ist der Körper von der Politik. Das heißt, ich meine, da können wir da gucken, inwiefern das umgesetzt wird. Ich gebe aber trotzdem so, dass es nicht wert genug sind, für die ganze sozialen Dossier bei Jungen umzurappen. Das heißt, es wäre wichtig, dass man nicht so, okay, wir holen den Alma umgesagt, die Kommission sieht mit Alma umgesagt, wir bleiben wir dabei, brauchen noch andere fundamentale Politiken für auch Arbeitsplätze am Lokalen zu schaffen. Und dann für den Klima, das sind ja ganz kurz. Nee, ich meine, das faktuell zu sagen, dass wenn die Europäische Union sich mit den Vereinigten Staaten und mit China vergleicht, immer sicherlich die ambitiösen Ziele. Ich meine, mehr Juncker fordern aus, dass wir proper Monitoring haben und dass, wenn wir gesehen, dass Klimaziele nicht umgesetzt werden. Wir wissen, dass bis 2030 um 55% für das Jahr müssen reduziert sein, dass wenn wir nicht den richtigen Tempo drunter haben, dass wir dann die Decisionen holen, für Politiken zu adaptieren und für die Instrumente so zu manipulieren, dass wir auch die Resultate haben, die wir wollen. Ja. Und das ist mein Challenge, was die Jugend fordert. Also ich hatte die Impression, dass Alma, das so der konkrete Beispiel, was sie wollte, nicht, dass es soll, wie bei Jana Sache gesagt wird, dass das aber nicht konkret ist. Sie wollte das ganz konkret machen. Mir schon aber die ferme Überzeugung, dass eben just nächstes Jahr, das Jugendjahr zu machen, 2022, genau den du Satz aus. Und dann muss ich will wirklich nach ganz kurz auch von der Transition schwatzen und von der Milliarden, die da ist und die eben für Zukunft da ist und auch dann für die Jugend. Dafür ist auch die Transition so wichtig, die Digitaltransition und die ökologische Transition, die Green Deal. Dafür ist den Axon gesagt, ob denen 2 Punkte. Das ist an der Perspektive von der Jugend. Weil das ist extrem hart. Und wir wissen, dass das Haut sozial wirklich schwierig gestaltet und es sie auch Fonds, die angesagt gehen, für das so viel wie möglich zu kompensieren. Aber wenn wir effektiv die Transition nicht machen, dann leidet nicht nur die das auf der Jugend, aber auch nach einer Welt, die nicht abt ist, für die Zukunft hier zu gehen. Dafür das sind an einer wirklich gespaltener Situation, und wie sind das her, dass mit der Perspektive von der Jugend, die schon Dateien nur mitträgt an Zukunft, muss man das unbedingt machen. Also ich fand, dass die Equilibrien sind extrem schwer. Das ist das, was ich denke, man muss machen. Wir kommen direkt darüber zurück, denn schon hat heute noch ein Frühfußball sein. Ja, und zwar passt das zu dem, was gerade gesagt wird, und zwar, dass der Green Deal einen Impact auch wird
Ob Betrieb, da haben wir eine Frage von Anonymous, also die könnt gerne anonym dabei schreiben, wenn da es vorstellt, das wäre ganz willkommen. Also nicht von der Organisation, oder? Nee, ich meine nicht von der Organisation, nee, wie weiß. Und ich meine die Frage richtig und dann kalte, how do you plan to implement the Green Deal in Luxembourg businesses and industries? Voilà, wenn da weiter Fragen wollt stellen für die Leute, die als du ihm nullstellen, Hashtag ich kriege nicht hin, SOTEU, SOTEU, auf slido.de. Maja, ankalte. Also mise en œuvre vom Klimapakt, das ist am Anfang eine Sache von den États-membres. Ich bin erstaunt, dass ich die Froheit kriege, wie das soll an den Entreprisen umgesetzt gehen. Aber fährt aus, dass die Kommission da ist, für Guidance zu gehen, den États-membres für das umzusetzen. Das ist ein riesiger Pakt. René Wanka hatte doch schon gesagt, ganz ambitiös. Und wir sehen auch am Programm de Travail, den Kommission wird ganz geschwind erbreden, wie genau das soll dekliniert gehen, auch am nächsten Jahr. Und dann besteht ein ganz großer Erklärungsbedarf für die Nationalakteure dann zu begleiten, für das auch fachgerecht umzusetzen. Und ich denke, Akteure wie die FÖDIL kann da auch ganz nützlich sein. Ich meine, wir sind noch gerne bereit, mit dir zusammen zu schaffen, für die Leute zu erklären, genau, was bedeutet das für ihr Niveau, für eine Entreprise, was muss er machen, für konform zu gehen zu den Exigenzen, die die Kommission verlangt, und wie können wir das am besten begleiten. Das ist ganz wichtig, und da muss ich zusammen schaffen. Für das es gut umgesetzt wird, muss es gut erklärt gehen, auch gut verstanden gehen. Ich meine, wir sind auch d'accord, dass die Wirtschaft einen ganz großen Deal dazu beiträgt, an der Lutte gegen den Klimawandel. Es gibt verschiedene Tools mittlerweile. Wir gehen doch auch die richtigen Incentive gesagt von der EU. René Wanka, Georges Kiefer, als Wirtschaft, als Industrie equipiert genug, für wirklich den Umschwung zu machen. Ich meine, der hat sich für Druck gemeldet. Herr Kiefer. Ich mich nicht dazwischen, weil ich will einfach nach EU auch zur Jugend zu und dann noch gerade zur Wirtschaft, weil ich fand da die immens spannend an den Betrieben, wie man damit umgehen, weil ganz viele Leute wissen und noch immer das all denken, wie ich dazu gesehen, wie ich ausgebildet gesehen, weil auf der Uni war immer Betriebe, sie bremsen, weil das alles zu teuer. Das ist auch schlüssig, Betriebe müssten bremsen, schließlich die ganzen Umbruch da und dafür gucken nur viele Leute auf die Industrie. Von den Notpress an Deklaration von der Industrie, ganz Europa, wenn in der am Detail nachlässt, ich selber bin Ökonomist, interessiere mich immens viel dafür, aber da mischt mich da einfach platt, dass im Moment die größte Bremse in Europa da viel mehr Kommission aus von unserer Europäischen Union, wie von der Industrie. Die deutsche Automobilindustrie, schön das Beispiel, weil ich es gut kenne, die deutsche Automobilindustrie ist für 10 Jahre, die ist quasi kontaniert gehen an der Presse zu so und die alles verpennt, die packt das nie. Und die stehen noch heute an der nächsten Front, an nur engem an will interviewen nur die anderen an den Tagesthemen für zu suchen, wie den nächsten ist, wie nimmer nach mir frei wie den anderen nimmer nach Elektromobilität rauspreschen. Das ist die Industrie, die geht noch immer klischeeshaft durchgestaltet, ja, die Bremsen müssen mal gucken, wie wir das mit denen machen. Und das ist einfach de facto nicht richtig. Ich meine, wenn in der Industrie, wenn in neuen Betrieben, ich sehe keinen industriellen Betrieb, mehr Millionenbetrieb, wenn in denen klar Ziele gibt, aber du sitzen genug gut Leute. Und die so sich Gedanken, auf allem kapieren sie Apps, das von mir bei den Echten sind. Und das sind Leute an unseren europäischen Institutionen, dazu zähle ich für allem den Conseil, wenn wir geben erkennen, dass wir die Echten sind, die das Tote machen. Da werden andere Chinesen, die Afrikaner und die Amerikaner, die kommen bei uns ankaufen, sowohl das Savoir-faire wie auch die Touren. Und das ist das, was McKinsey für 2 Wochen publiziert hat an ihrer Etude, viel zu weisen, was das für eine Croissance für einen Arbeitsmarkt ist. Und ich meine, du hast gar nicht die Chance, den so direkt natürlich als Umbruch mit der Industrie ist das gewinnt. Just als Leute und Institutionen sind das nicht gewinnt. Das ist nicht so dramatisch. Das Wort nach zur Jugend, mir geht den allem nicht durch. Ich fand den live, ich fand den tipptopp, aber andere Maps sind Jugend, da kann die sich mal nicht mehr beschweren, dass immer mein Zeitchen lange ruhig. Ich meine, was Jugend braucht, das ist einfach das, was letztes Jahr viel diskutiert ging, also ich finde das genial fand. Da waren Tausende von Autoren, von Grandtät, von Philosophen, von Politikern, die sich mal da gemischt haben, mit denen diskutiert, die Opportunität, was die ruhige Situation bedeutet. Für zu so, wir sollen die Sachen nicht anders packen.
Hallo aus Dach trop und sich um McDonald's zerklappt für mir beizukommen. Also du mal viel zu dienen. Aber du als für Juren, du verschäst mehr eng Chancen oder andere. Ich bin an den letzten 2 Jahren, ich habe nur gezählt, 267 Präsentationsgespräche, Vorstellungsgespräche bei uns gehabt. Aber in den 267 war Leute mit 2 Mastern dabei, bis zu Sozialkontrakten, die man beschwerten. Ich finde zum Schluss, ich war entsetzt, wie wenig Initiativ, Power bei den Leuten dran ist, wie viele Argumente dran sind, und noch internationale Austausche, so gut, nicht die großen europäischen Programme, aber ganz kleine, bescheidene Programme, wie den internationalen Volontariat zum Beispiel, das sind Programme, die sind cool. Aber die bringen als Lesung nicht. Was wir brauchen, das ist zu den Jungen zu sagen, wir helfen dir, wir machen etwas Cooles mit dir. Du darfst mitschwätzen, nicht nur am politischen, mehr auch am industriellen, an der Entwicklung, am Entwickeln. Gib mir an das Lyceum dran, aber du hast von der Nächte spielen. Das ist für mich eine immens wichtige Schwung und das wäre für mich viel mehr wichtig, wie du zu sagen, komm, ich gehe nach mehr an Deutschland, das ist super. Aber wir müssen endlich aufhängen am Land, das ist nicht der Kommission ihre Aufgabe, ich weiß nicht. Aber andere Länder einfach dann daneben ein Podium zu machen, für zu sagen, nur setzen wir Länder zusammen, dann gehen die so ein Thema um. Für kurz beim Thema Industrie. Ich meine, aus der Lützeburger Perspektive nach mehr an Ausland gehen. Das vielleicht richtig, wir müssen halt wirklich aber trotzdem an der Europäischen Union gucken, ja, cool, an verschiedene Länder. Das ist nicht mehr cool. Ich meine, dass ihn wirklich auch kann etwas weiterbringen. Also das ist ja allemal ganz richtig. Ich hoffe aber, dass das richtig ist. Das will Seele, ich hoffe, dass wir darauf zurückkommen. Kurz beim Thema Industrie und Nachhaltigkeit zu bleiben, René Wanker und George Kiefer sieht, die Industrie als Brat mit den Institutionen bremsen. Sieht er das auch so? Ja, also ich will auch kurz nach, also Kündler hier von der Jugend, da werden Initiativen kommen, nächstens bleibt das hängen. Dort muss der Bauer für das, mehr können wir das vom Valodria schwätzen. Zweit, weil ich von Point de vue von der Industrie zu dem Thema will so, dass durch den Mangel und Talent an Notwendigkeit für Spezialisten und Jungen umzuziehen, sind nicht an den Betrieben da eigentlich die erstellen immer mehr forciert gehen oder von sich aus, ob die Jungen durchzugehen, weil sonst sind sie okay, Betrieb von der Zukunft, sind sie keine Kapazität. Das fängt immer an, neue Formen zu schaffen, bis bei ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist meine auch vielleicht eine Perspektive für die Jungen. Zurück beim Thema Industrie und ja, also die Ziele lang fixieren geht nicht durch. Und das ist auch das, was wir als FEDIL, als Message heute Lützburg geben, wir haben 2 Teile. Wir haben den Teil, den Herr Kiefer ganz gut beschrieben hat, dass die Industrie Produkte möchte, die sollen helfen dekarbonisieren. Elektroauto an der Platz, den Verbrennungsmotor, Millen an der Platz, ein Kohlezentrale anschwingen. Da ist die Industrie immer ganz gut in der W, wenn sie Perspektive gesehen, wenn sie die Opportunitäten gesehen, so wir forschen, wir gehen an die dote Produkte ran. Mehr schwer als es, wenn der den zweiten Wolle hört, für die Industrie betrifft, was das an hier eigene Prozesse für den Auto herzustellen, für den Zementierzellen, das Glas, was hilft isolieren. Weil du nicht alles im Plateau leid, wie so man ja kann prendre, du hast einen ganz großen Challenge. Du gehst zum Teil Maßnahmen gefordert, die eigentlich für Produktivitätsgründe nie giffen angesagt gehen, die aber müssen angesagt gehen, zu dekarbonisieren. Ein Musterbeispiel ist von muss CO2 abhängen, weil er keine andere Möglichkeit hat, das zu bringen. Und du muss den Erfindungsgeist mehr weit gehen, wie zu so, bei der Industrie ein Ziel von minus 55%, die wissen ja, was zu machen. Also das ist ein Mix von beiden. Wir stellen absolut Herr Kiefer seine Analyse für den Teil Technologie, Hydrogentechnologie, also weil wir auch Betriebe als Lützburg, die da die Opportunitäten sehen. Und da meine ich, dass die sich nicht muss zu viel Sorge machen, dass die Industrie den Wandel erkennt und dann eben den Teil Prozesse, wo wir einfach Encadrement brauchen. Und wir haben ein ganz paar die konkret Proposen, die wir auch werden an den nächsten Wochen heute in Lützburg noch mehr thematisieren. Das ist ja, das aktiv, für das die Ziele Realität gehen. Ja. So, ganz kurz, nee, ich meine effektiv, wenn Herr Wanker und Herr Kiefer gesagt haben, das ist ganz interessant. Und in 2 Wochen, dass ein Aspekt und sich komplett an der Rede gefehlt hat, dann das die von der Education. Ich meine, das dass Leute nicht annimmt gehen oder nur ein kurz, dass aber wirklich nicht viel darüber geschwatzt gehen, war doch schön, dass man bedenkt, dass letztes Jahr aber sich das Thema vom Kapital humain für das zu benutzen, eine von den Hauptlinien war an der Rede, von denen da guckt, dass das gar nicht dran ist, von denen dann bedenkt, dass uns sich aber praktisch eine Majorität von den Schülern an der ganzen Europäischen Union EU von dahin aus educated gehen, als was nicht dieselbe Qualität mitbringen kann,
da gunnet de wolle Education zu beschwatzen als Schuld an ja, leist Ja, die Das ist eine Nationalkompetenz. Ja. natürlich. Das ist ein bisschen ein Problem. Und das steht halt oft auch bei den Ländern, wenn ich anfange, da großartig über Nationalkompetenzen zu schwätzen, auch wenn es nötig ist. Du merkst bei der Gesundheit, dass ja auch an der Basis eine exklusiv Nationalkompetenz hat. Vielleicht- Aber hat die Union sich müssen darum kümmern. Vielleicht muss man aufhängen ja. umzustoßen. Unterstöße, weil ich wollte gerade Vielleicht so, muss man so Menschenrechte Ja, an Situationen, da muss muss man eben Ungarn umschwätzen. Da muss so Ja. Polen, die können nicht den Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof einfach ignorieren, das geht nicht. da kommen mal ob die Frau, weil der HD solle Polen und Ungarn Ja. nennen. Das kann ich von der einen Seite oder von der anderen Seite belichten. Ich meine, Kommission ist allgemein keine Institution, die Naming and Shaming möchte. Wenn ihr just die zwei nennt, dann fokalisiert es auf die Länder, mit die noch nach Problemen an andere Länder. Ne? Und ich Ja, meine, da die lässt Kommission es hat sich ja nicht, ganz determiniert gewesen, Ursula von der Leyen, für zu sagen, wir gehen die Problematiken an, wir gucken dem nicht no, egal wo das in Europa. Nicht nur in Polen, Ungarn, an all die Länder. Und das ist das, was mein Schwierig ist, was ich muss zurückbehalten. Der noch auf die Industrie zurückkommen, dann noch auf Skills. Ich meine, die Präsidentin hat dann ieriert Digital Skills an, dass die Jungen mehr müssen da formiert gehen. Das hat sie auch geschwärzt. Sie hat sie hat auch Kinder daran erinnern, sie hat in einer Stunde Zeit, der Nicolas Schmidt hat ja die Skills Agenda herausgebracht, was ein formidables Instrument ist, aber wirklich ein Aktionsplan, also wo die Memberstaaten Rekommendationen kriegen, wo die Kommission, wo wir als Parlament sind an der Kommission Emploi wirklich da bleiben, dann haben wir noch EU-Agenzen, die da bleiben. Das ist nämlich wichtig, die Skills Agenda, für das wir können, die neue industrielle Strategie, die die EU sich auch letztes Jahr gegeben hat, können ausfüllen. Die Covid-Krise hat das sie auch bewiesen, an der Industriepolitik von der Kommissar Breton an anderen Nollstadt, sind wir als Bewusstsein, dass wir als Lieferketten, dass wir viel mehr müssen gucken, nicht aufhängig von anderen, wenn wir wollen produzieren. Und ich meine, das ist eine neue Richtung, darüber wird geschafft. Und ich hoffe, dass das auch Success wird kriegen. Wir haben auch vom Green Deal geschwärzt. Da sind 13 Legislativproposen an der Pipeline. Von der Lettre d'Attention guckt, da sind da 5 ganz konkrete, können Gesetz über integrierte Wasserbewirtschaftung, können Gesetz über Zertifizierung vom CO2-Ausschuss, können Gesetz über Recht für Reparatur, was ganz wichtig ist, wenn wir von der Kreislaufwirtschaft schwätzen, können Gesetz über eine Harmonisierung von der Messung am Bereich von Verkehr und Logistik, was Treibhausemissionen sind, ankennende Gesetze für das Manner Mikroplastik an dem Welt kennt. Das sind nur 5 von den 13, die kommen, wo die Europäische Union auch kann die Umweltpolitik an den Memberstaaten influenzieren. Ich war ja 16 Jahre lang Member von der Nationalen Chambre. Wenn wir nicht die Direktive von Brüssel gehabt hätten, hätten wir nicht die ökologischen Standards, die wir heute tun. Also es ist wichtig, dass wir von Brüssel aus Incentive kriegen von der Kommission an die Memberstaaten dazu zwingt. Ich gebe dem Herr Kiefer auch recht, dass er sagt, Education, das ist eine nationale Kompetenz, mit kann ihn aber auch an Europa schon über Richtlinien schwätzen und auch gucken, wie man als Jungleute besser formiert kriegen. Alma soll nicht klein reden, weil Alma ist wirklich für die durch alle Netze gefallen sind. Für du hast es genannt, Need not in Employment, Education and Training. Und muss ihn auch eins tun. Und die denken, die durch alle Netze gefallen sind. Und dafür fand ich die Alma-Initiative eine formidable Initiative. Mir geht nicht durch. Es geht nicht durch. Das europäische Jahr von der Jugend wird so viele andere Initiativen ermöglichen. Das ist, wie du schon gesagt hast, eine konkrete Illustration von dem politischen Willen von der Kommission für viel mehr zu machen für die Jugend nächstes Jahr. Und, am Arbeitsprogramm, das ihr könnt, wird doch mehr konkret gehen. Dann können wir gerne ein bisschen darüber schwätzen. Wir haben ein paar Themen nicht Chance gehabt zu vertiefen. Ich will aber immer vielleicht noch ein paar Sachen angehen. An den Raum frohen, ob irgendwo froh sind. Normalerweise könnt ihr mal dein Mikro bei ihr. Oder? Ja, das ist ein Frau H4. Ja, die Damen, die Jungen. Ja. Das ist gut. Aus nun? Ja. Ja. Moin, mein Name ist Angela Mauro, ich arbeite noch bei der FEDIL, aber ich hatte eine Frage, weil wir ganz viel von der Jugend und von der Education geschwärzt und das ist natürlich ganz wichtig. Ich fand auch, dass am Anfang alle andere Politik irgendwie darauf basiert.
egal wie eine Transition funktioniert, nicht, wenn man nicht eine gute Education hat. Und wenn wir auch vom Kaffee geschwatzt haben, froh, also jeder, wenn immer seine Meinung will teilen damit, wäre dann der Kaffee nicht eine Möglichkeit für zu sagen, komm ja in der Kommission mehr Kompetenzen an der Education. Weil es ja eine nationale Kompetenz ist. Merci. Also das will just kurz, Mann, wie 5 Minuten, just so, dass Madame van der Leyen hier auch das ganz dramatische Wort Empowerment benutzt hat. Das ist ein Wort, das immer was gut wirkt. Die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Und am Anfang ist das genau das tut. Ich wenn wir das tun, und ich meine, dass die einzige Chance ist, weil sonst weisen als moi, selbst wenn sie dann Brecher an den Solarmodulen an einen Brecher gemacht haben, weisen als moi Chinesen, wie es lebt. Das ist einfach etwas. Wir brauchen es gut nicht zu verstoppen, aber wenn wir die Jugend nicht abbauen, an Selbstständigkeit, an das selbstständig Denken, an den Empowerment, genauso wie Lo gerade mit der Zukunftskonferenz, wenn wir die nicht ausbauen, die Mittel, dann beginnen es ja heute. Wie wird das nicht weiter ausbauen, dann besonders gezielt die Jugendlichen mal dran zu holen. Just so Nietzsche, wir machen ein Kreativatelier für die Leute zu motivieren, mal dran zu bringen, wir bilden aus. Ich beschäftige mich viel mit den Themen. Und das geht mänglich nicht durch. Wir müssen als gesamtes System an Europa, wir dürfen das nicht als eine Position an unserer Kontabilität gesehen. Das muss ein integralen, intrinsischen Bestandteil von unserem Wirken auf unserer Wertschöpfung sein. Und das ist nicht genau bei der Tote Antwort. Selbstverständlich muss man genau das Tote machen. Ja. Ich freue mich sicher ein bisschen generell Kaffee, immer und treten. Das heißt, wollen wir auch, ich meine, nicht ausgeschlossen, als ich sonst gefragt habe, bei allen möglichen Instanzen, dass wir gesagt haben, nee, theoretisch ist es nicht ausgeschlossen, dass wir Propos kommen, wo entweder die TU und die TFÖ müssen mandiert gehen, dass die der Woche rangehen. Aber das aber dann auch immer vielleicht am anderen Raum gesagt gehen, die Probabilität, dass die durchgehen, ist einfach gering. Und da sind wir bei einem ganz fundamentalen Punkt. Wir so, die Leute geben uns sonst Meinungen zu allem. Aber schlussendlich ist einfach schon gewusst, dass nicht alles möglich ist. Und da kommen wir zu einer Frage, wir so den Jugendlichen und generell der zivilen Gesellschaft partizipiert, gibt es Meinungen. Und wir wissen aber schon, dass wir nicht alles wollen umsetzen. Ist das nicht hypokritisch? Das ist ein bisschen definistisch. Ich gebe dann gerne 2 Sachen dazu sagen. Das ich es wirklich appreciiert habe, dass Madame von der Leyen gesagt hat, der Lissabonner Treaty erlaubt uns viel mehr, wie das, was wir im Moment schon machen. Und das wird gucken, für das so viel wie möglich zu nutzen, dass das da dient. Und das Zweite, ich gebe ja einen Treaty. Ich meine, so pro-europäisch wie bald nicht mehr kann sein. Ich weiß aber auch, was für ein Forum mal laufen. Sind wir bereit, an dem Europa von Haut, mit Ländern, wie wir es just genannt haben, weil auch mit Madame von der Leyen sie nicht genannt, ich nenne nur Ungarn und Polen, sind wir bereit, eine Treaty-Änderung an die Wege zu legen, wo wir wissen, dass sie müssen an alle europäischen Parlamenten noch gut geherrscht gehen. Also wir müssen die Schritt machen, wovon wir wissen, dass sie eine Chance haben, für durchzukommen. Wir dürfen nicht Europa an eine Krise herbringen. Also ist schon auch bei mir am Gruppe. Es sind da ganz viele, die wirklich wollen eine Änderung vom Treaty für mehr Integration. Ich gebe absolut mehr Integration von. Ich will auch, dass wir von der Unanimitätsklausel, also Stimmen aufkommen. An allen Domänen. Ganz vielen Domänen, aber nicht so gut alle. Und dann... Hat gestruffelt. Ja, aber ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und wenn wir fertig bringen, für die richtigen Schritte zu machen, dann sollen wir das auch machen. Also sie sind nicht einfach. Sie sind nicht einfach mehr. So gut den Außenminister an Deutschland hat gesagt, wir verlieren dann, und das im Außenpolitik gegangen, hat gesagt, wir verlieren dann immens viel von unserem Puffer, aber an Deutschland das sieht, gell? An so einem Domain wie den Doen. Wir kriegen aber Souveränität mit der Europäischen Union, die wir heute nicht tun, wenn wir das auf den Einzelländern lassen. Dafür, ich muss sagen, wie gesagt, von ganzem Herzen gebe ich es machen und zu gleicher Zeit so ich mir das vielleicht genau der Gegenteil, was ich bewirken. Und der will nicht, das ist so das Selbstschwester bei den Menschenrechten. Von mir just eine Sache so und für euch selber, wie soll ich so, ich setze mich da selber an Waller, wenn ich so zum Beispiel ganz große J'accuse,
Aber wenn der Not Resultat dabei der Gegenteil gibt von dem, was ich gerne hat, da soll ich mich klein halten, und gucken, für Ernstes zu wirken, dass aber Sachen geschehen. Ich bin 100% d'accord mit der. Ich meine, mein Punkt ist schon, dass so mal ein bisschen pickisch ausgedrückt. Ich meine, weil ich also eine Message, die ich vehikulieren wollte, ist, dass man den Leuten, die partizipieren, vielleicht einfach so müssen, dass bestimmte Limiten gehen, weil wir an einem politischen Kontext sind. Und das findet vielleicht meiner Meinung nach nicht oft genug statt und nicht nur am Kader von der Kaffee, noch mehr generell bei allen guten Dialogen, die am europäischen und nationalen Niveau bestehen. Und ich meine, dass wenn du mehr direkten Dialog auch zwischen den Politikern und den Partizipanten, dann da noch mehr zu mehr realistischen und konkreten Mesuren proposen können. Der Kader rappelieren, wo man dran sind, mit dem man muss schaffen, das ist wichtig. Ja. Wenn ich der Madame darf antworten auf Ihre Frage, brauchen wir mehr Kompetenzen an der Education. Aber ja an der Zukunftskonferenz, also von den engen Arbeitsgruppen, also auch Thema Education dieser Welt schenkt ja schon zu wissen, dass es da dran ist. Ich meine, da muss man dann noch lauschen, was da rauskommt. Ich ging Mengen gegen Europa gut da, aber man da auch vielleicht mehr gedeelte Kompetenzen hätten. Nicht, das ist eine Frage, für auf Treten zurückzukommen. Der Lissabon-Vertrag hat nach, wie dieser Welt richtig gesagt hat, ganz viel Latitude für nach Europa weiterzubringen, aber hat auch seine Grenzen. Und dafür sind ich mit Liam d'accord, dass er muss auch das darf kein Tabu sein, für können zu sagen, wir müssen vielleicht auch und die Sachen ändern, für das wir in Europa kriegen, wird noch vier Kinder, nicht in Europa, wo alles gebremst wird. Wir haben zum Beispiel, wo ich schockiert sind, das wissen die meisten Leute nicht, es gibt eine Proposition von 2008, eine horizontal Antidiskriminierungsdirektiv, die ist blockiert am Conseil seit 2008. Und da bringt man dann von der Leyen eine formidable jung handicapierte Sportlerin mit. Und dann geht da nicht darüber geschwärzt, dass wir da müssen kämpfen. Das hat mich ein bisschen auch genervt, dass da nicht mehr kommt. Das wäre ein schönes Symbol, mit der schwätzt auch die Probleme und dann Demokratie partizipativ und Demokratie repräsentativ. Das widerspricht sich nicht, da soll zusammen geschafft gehen. Mit Decisionen muss geholt gehen von Leuten, die gewählt gesehen von den Bürgerinnen und den Bürgern. Die müssen noch Decisionen holen, aber sie müssen über alle Proposen diskutieren tun, sie müssen nachlauschen, das aber finalement unter denen, die gewählt sind, und der Demokratie repräsentativ, zusammen mit der Partizipation von anderen Decisionen zu holen, auch noch 5 Jahre, wenn die Leute, die Decisionen geholt nicht gefallen, dann müssen sich alle Kisten nicht zur Wahl stellen. Ich werde nicht dafür, wenn wir gegen Demokratie repräsentativ aufschaffen, das geht mit dem anderen, mehr Decisionen müssen aber demokratisch, müssen an einem Kader Demokratie aber können geholt gehen. Vielleicht können wir noch eine Frage holen. Ja, von einer Frage? Oui, ça marche? Oui. Ça fonctionne? Oui. Oui, bonjour. Bon, si les jeunes veulent des résultats de la conférence sur le futur, il y a quand même un obstacle qu'il ne faudrait peut-être pas négliger. Et ma question est en fait sur le vote à la majorité qualifiée. Et pour être court, je vais citer notre président, membre du Parlement européen, M. Sandro Gozi, qui est également président de l'Union européenne des fédéralistes. C'est une citation en anglais, mais je pense que tout le monde va suivre. We urgently need a strong, legitimate and properly financed political union that can tackle the great transnational challenges of our time, acting decisively in a wide range of policy areas, from climate change, growing social inequalities, health and migration to foreign affairs and defense. That is why we must be ready to move forward by a majority, without ourselves be stopped by the states that want to paralyze the Union from migration policy to the other dossiers that are essential if we are to regain control of our destiny. Excusez-moi, c'est un peu pompeux, mais je pense que c'est important de mettre le stress sur l'idée qu'on doit quand même évoluer aussi sur la façon dont on prend les décisions en Europe, parce qu'à ce moment-là, les jeunes peuvent avoir les plus beaux projets, mais s'ils ne sont pas, on ne peut pas les décider, il y a un problème.
Et il y aura une grande déception. Juste pour dire en une minute, je suis tout à fait d'accord qu'il faut l'unanimité. Elle n'est plus. Si on veut avancer, il faut s'en débarrasser de l'unanimité, mais alors dans tous les domaines. On ne peut pas juste se dire ah non pour les impôts, la fiscalité, peut-être non ça, ou un autre pays. Dans tous les domaines, dans tous les, il faudrait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Ouais. Je vais peut-être donner une réponse qui correspond plutôt à mon opinion en tant qu'étudiant en affaires européennes. Je pense que si nous regardons l'intégration européenne d'un point de vue historique, nous voyons qu'elle ne s'est pas faite de cette manière-là. On ne peut pas avoir une intégration européenne ex nihilo qui sera complète. Et du coup, il faut travailler sur tous les différents dossiers, essayer d'en avoir une sur un dossier précis, un autre. Et au fur et à mesure, un jour, on aura une Europe fédérale peut-être parfaitement intégrée, mais ça ne se fera pas en un jour, je dirais. Après, ce qui est aussi important, on parle par exemple de la fiscalité dans tout ceci. Je pense que c'est quelque chose d'important. Avant la crise, on était à un budget européen qui était à plus ou moins 1,11% du PIB de tous les États membres. Maintenant, avec EU Next Gen, on a dépassé ça un peu, mais on est quand même loin du budget fédéral des États-Unis. Mais si on ne va pas faire le step de 1,11% à 30% en une année, je pense aussi sur la fiscalité, il y aura une intégration au fur et à mesure. Et voyons ce qu'on peut faire sur ce point-là. Madame von der Leyen a promis des ressources propres dans son État de la Nation. Elle a d'ailleurs été largement applaudie au Parlement quand elle a annoncé cela, ce qui est vraiment ce dont nous avons besoin. Sur le mot investment. Op der Frau von der Unanimität, ja, irgendeiner Hummer, also vielleicht bin ich absolut recht, dass der Prozess. Ich war auf engem Dossier, wenn man von der Fiskalität geschwärzt hat. Die Europäische Kommission hat eine Proposition durchgelöst, die wird Corporate Common Consolidated Tax Base. Die Proposition, die geht wie alles, hat das Lützburger Parlament analysiert, ganz am Anfang, für zu gucken, wie situieren wir dazu. Ja, Angel, die wird so am Parlament und die wird doch von 50 Deputierten, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Und damit geht doch, es war so aufgestimmt, die zwei von der Linken waren die einzigen, die gesagt haben, wir wollen die Corporate Common Tax Base. Als Betrieber ging es so, viel Multinationale geben arrangieren. Das Problem war ein Problem von Etat-Member. Die sind die do propos für den Designers, da geht alles ganz viel verloren. Der Betrieber kann es eigentlich egal sein. Wir haben viele Betrieber, die so mal freuen, dass immens vereinfacht, eine Taxbase, eine Fiskalität in ganz Europa, und da machen wir Optimisierung und vielleicht eine Funktion von den Touren und nicht mehr auf der Base. Und das war, ich meine, das ist ein Beispiel, wenn 50 von 60 Deputierten in einem nationalen Parlament so Probleme, und das war Lützburg, ich weiß nicht, der Berner Länder auch noch Probleme gesehen, und dann, wir sind das klingt mir egal, dann meine ich, muss einfach eine gewisse Sensibilität, also für so, die Corporate Common Tax Base muss einfach kommen, wir müssen aber vielleicht Adaptationen machen. Ja, wenn kein Unanimität gibt, da gibt mir so etwas vorweggekehrt gehen, da gibt mir keiner da drüber schwätzen, und dafür meine ich, als den Equilibrium, letztlich meine ich, kann nicht ad eternum so ein Propos wie die Doten, die auch bandemärzkonform will man bremsen, mit Unanimität gibt es Möglichkeit, aber ein bisschen mise en garde zu bringen, dann so, wenn der Eis füllt man dem Boot und dann muss dann etwas mal draufhaken. Und das ist aber so, dass Europa typisch, für den über die do wäre. Aber wenn ein do wenn's stur wichtig Dossier blockiert, da gehen die bei allen Guten, die hier an der Runde sehen, dann ist das nicht konstruktiv und da bringt das nicht weiter. Ich will just so, dass das lo einfach so aufschaffen, wir müssen einfach Sensibilität drauf haben, und muss ich wissen, dass wir einfach mal auf der Kipp sind. Ich kann nicht die Leist Eurobarometern an all die Länder von der Akzeptanz an der Nicht-Akzeptanz von Europa. Und das, an dem ganzen Equilibrium, den sicher nicht forsch erlaubt, überall weiterzukommen, wo wir also einfach müssen navigieren und gucken, der Beste raus. Das wollte ich zu dem Thema so. Der wird da, weil ihr Wort an einem nationalen Parlament, die Unanimität als am Conseil. Am nationale Parlament gibt es den Karton Orange, den Karton Rouge. Wo können, wenn so viele Nationalparlamente ein Problem an einer Proposition haben, dann muss es zurückgeschickt gehen und dann muss die Kommission sie überschaffen. Und das war der Wort, den wir gehen haben, dass wir mit der Proposition, wie sie tel quel da war,
soll ein Kehr überschafft gehen. Mit das hecht nicht, dass gehen neue europäische Taxen. Also ich sehe dafür, dass auch an allen Domänen von der überall Dynamität soll aufgeschafft. Wir hatten die Jahre Wort gestern am Parlament dazu, wo war ein Rapport von der Fisk-Kommission, das ist ja eine Kommission, die Jahr da ist, und da war das Thema auch drin angeschnitten. Und da habe ich genau wie man von 2D an der Table Ronde mit Christoph Schröder eine Diskussion hatten, habe ich dann auch so aufgestimmt. Aber das an dem nationalen Parlament, da kann ich Worte hören, ganz am Anfang vom legislativen Prozess, dass etwas Formidables und effektiv, wenn du ein ganz richtiges Parlament da gehen sind, da muss die Kommission die Proposal holen und dann muss sie verschafft gehen oder eine neue rausbringen. Das war die Wort, den ich damals gemacht habe. Dann du recht, da haben wir zu Erde 50 dem Moment dagegen gestimmt. Ob der Propos, wie sie dem Moment im Durchschlagen. Ja. Und halte zu der Unanimität, dass die Kommissionspräsidentin auch so kritisiert gehen, dass sie das nicht angeschwärzt hat an ihrer Rede. Ja, effektiv, sie hat es nicht angeschwärzt. Ich denke, bon, sie hat es nicht gesagt, aber ich denke, dass das ein extrem heikles Sujet ist. An die Situation, wie sie am Moment an Europa ist schon kompliziert genug. Ich meine, wenn sie das dort mal dann hier angebaut hat, das hat vielleicht für mehr Pulver gesucht, wie für das, was sie wollen tun, mit der Tisch Leute zusammenbringen, was wir wirklich brauchen. Und die dort froh hat dann eigentlich auch am Europaparlament für größere Diskussionen gesucht, und die Diskussionen sollen kommen, aber Dach vom Soteo wäre vielleicht nicht der beste Moment gewirrscht. Ich meine, dass wir es mit der Frau sollen aber in Zukunft auseinandersetzen. Das ist auch Halbzeit für Madame von der Leyen. Und das ist eine Frau, der sie sich muss stellen. Das ist ganz sicher. Die hat viel gesagt, dass die am Anfang auch nicht dagegen sitzt, auf allen Themen aufzuschaffen, die Unanimität. Ja, also wenn der erlaubt, par rapport zu der Madame von der Leyen, der muss viel darauf hingewiesen, ob was sie dann nicht gesagt hat, ohne genug zu weisen, was sie gesagt hat. Hier ist genau dasselbe. Ich wollte wirklich nach ein Kehr, wenn der erlaubt, ob Ungarn nach Polen zurückkommen. Sie hat sie nicht genannt. Boah, schon eine Erklärung noch gelauscht hat. Aber ich fand es schuld, wirklich schuld, dass sie nicht genannt hat. Mit muss ich aber auch erkennen, was sie als Kommissionspräsidentin alles gemacht hat. Also das, was sie par rapport zu Polen an Ungarn gemacht hat, an die Position, die sie geholt hat, war die von einer immensen Courage an der Last. Also, wir müssen uns aber trotzdem bewusst sein, dass sie tatsächlich die Resilienzpläne von den zwei Ländern nicht unerkannt hat. Also du gibt keine Suchen vom Next Generation EU am Moment für die zwei Länder. Also das, was du versprochen hast. Du gehst geklont, die zwei Länder. Das war ja auch ein Teil vom Deal, dass sie nach dürften, du gehst klonen. Ja, sie können ja du gehst klonen. Ich meine, wir sind an einem Rechtsstaat, für mich ganz heiß. Und für 7 Männer, für die zwei Länder schenkt das, für mich aber steht es ganz heiß. Und ich fand, dass muss können klonen. Also Rechtsstaatlichkeit, als das, was man wirklich nicht verlieren darf. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir Demokratie. Das muss auch im europäischen Niveau da sein. Und ich muss aber sagen, dass ganz viel Courage da war, für das zu machen. Und das da. Dafür, sie geht ganz klar für, und ich muss auch sagen, die Sachen, die sie da publik mal gesagt hat, für das, was an Ungarn geschieht ist mit dem LGBTI-Gesetz, was da war, was sie gesagt hat, ganz klar, par rapport zu Polen, auch das Judgment von der Europäischen Cour de Justice nicht akzeptiert haben. Ich meine, dass sie sagen, sie weiß sich da wirklich als eine starke Kommissionspräsidentin. Und ich muss sagen, wir müssen auch die Sachen anerkennen. Also wir sollen nicht immer Europa negativ belichten, aber auch die positiven Sachen weisen an belichten. Wir haben ein klar Kommissionspräsidentin, die sieht, dass das, was in Polen und in Ungarn stattfindet, dass das nicht geht. Und sie hält auch Mesuren dagegen. Das ist eine froh. Ja, verachte. Bonjour, je suis Sandrine Gachonga, présidente de l'association Let's Rise Up, qui est une association féministe et antiraciste. Alors, Madame von der Leyen, dans son discours, a annoncé aussi un pacte contre le racisme.
avec des choses très, très intéressantes. Mais en même temps, le droit d'asile européen reste très raciste. Donc nous, en tant qu'organisation antiraciste, on salue évidemment le pacte annoncé par Madame von der Leyen, mais en même temps, on dénonce toujours l'externalisation du droit d'asile, par exemple, qui amène à des violences, au fait que des Noirs et des Arabes sont parqués dans des camps en Libye. Et ça, c'est aussi le racisme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et quel est votre plan à vous pour le gérer? Merci. Si je peux. Bon, Madame von der Leyen, c'est la première présidente qui a instauré un poste de commissaire pour l'égalité, qui est Madame Helena Dalli, qui a sorti plusieurs stratégies. La stratégie d'égalité de genre, le plan anti-racisme, le plan d'intégration des personnes roms, le plan, la stratégie d'égalité LGBTI. Donc, on a une commissaire qui s'occupe de toutes ces questions-là. Ça, c'est pour le volet racisme. Pour le volet migration, vous avez raison. Elle avait vraiment, quand elle parlait de l'Afghanistan, c'était vrai ce qu'elle disait. Elle a dit qu'il faut soutenir les gens dans l'Afghanistan, il faut soutenir les pays voisins, mais elle a oublié de dire qu'il faut accueillir des réfugiés afghans en Europe. Ça, elle ne l'a pas dit parce qu'il y avait ce conseil des ministres de l'Intérieur 1 ou 2 semaines avant, avec un résultat scandaleux où on fait tout pour surtout ne pas avoir un flux de réfugiés afghans. Donc, mais il y a quand même il y a le pacte, le European Migration Pact, il y a des propositions sur la table, mais il y a de nouveau beaucoup d'États membres qui bloquent. Effectivement, il faut travailler plus là-dessus pour avoir plus de visas humanitaires, des humanitarian pathways. Il faut sauver. Monsieur Kiefer a parlé des gens qui se noient dans la Méditerranée. Ah, c'est Kiefer, pardon. Georges. Georges, pardon. Non, parce que Ben had ich gesagt. Pardon, Georges. Nee, Georges. Georges auch gut. Ich reagiere mit Ja, pardon. Ihr versteht doch Lützburg. Ah, pardon. Ja, entschuldigt. Voilà, das lohnt sich verloren. Für so an der Migrationspolitik, da hoffen wir, dass das Arbeitsprogramm von der Kommission, dass da ein ganz konkret Propositionen kommen. Und da können wir den Diskurs gerne weiterfeiern. Da kommen letztes Jahr ganz viele Propositionen mit zu dem Gefühl, du hast alles blockiert. Und da haben wir ja auch das Problem, besonders die Länder, Polen und Ungarn, haben im Moment eine Präsidenz, die slowenische Präsidenz, die Dossier auch nicht will weitertreiben, was auch ein bisschen ein Problem ist. Du hast dann noch den Herrn Macron gefordert mit seiner Regierung und dann hoffen wir, dass du an die ganzen Dossier von der Migration mehr bewegen können. Ich wäre froh, wenn der Herr Asselborn nicht immer allein ging stehen an den Konseillen, dass du viel mehr andere Länder gingen so und hey Jean, du hast recht, da wir müssen da einer Weg gehen, weil wir für von der Industriepolitik geschwärzt von den Leuten, die nicht genug qualifiziert sind. Wir haben eine europäische Blue Card für die Migration für highly qualified Leute. Wir müssen auch mal aufhängen mit der demografischen Entwicklung, die wir haben, gucken, wie wir andere Leute auch an Europa kommen, die vielleicht Männer heisch qualifiziert sind, mit die aber gebraucht gehen an verschiedenen Betrieben an, für das als Gesellschaft dreht. Besonders auch von den eng Strategie des Soins auch kennencht, also doch wichtig, da sind sich da mehr opmischt. Ja, auch Lehmann, ich meine, Herr Engel, der Trasch von der so, die so gut von der Lützburger Außenminister nicht immer allein da gibt stehen. Mit wäre zum Beispiel gut von Heinz durch dann Kommissionspräsidentin Niewtschat. Und ich meine, der primäre Bild, wo sängeriert, soll es nicht sein, diplomatische Gespräche zu haben mit den Memberstaaten, auch von den natürlich bestimmte Konsiderationen muss beibehalten. Und du willst mengen, dass die Sujet noch schon hat keinen Ausschätzen. Aber in general, weil für mich das Image von der Migration du vehikuliert, geht das auch echt negativ. Wenn wir auch zum Beispiel Belarus holen, das nicht mehr über den negativen Impact, dass den Herr Lukaschenko die Migranten durch Land zieht und sie dann und polnisch, litauisch etc. Grenze bringt,
so ist aber gut nicht über die Sujet geschwart gehen. Da kommen wir auch generell bei die Value-Based Foreign and Security Policy, die nimmt geht, und da können aber nur direkt der Person sich kontra dazu aus, weil ich mir dann aber schon ein bisschen mehr Rückgrat wünscht und noch mehr, dass Madame Kommissionspräsidentin mehr gewiesen hat, dass sie die Value-Based Approach auch real umsetzen. Dann stutzt du der just kurz so, für die Liam. Also ich möchte nicht vergessen, eine Kommission oder den Droit d'Initiative. Und den exerziert sie wirklich ganz stark unter der Ursula von der Leyen, fand ich. Sie haben ganz viele Initiativen entwickelt, wie der Pakt Migratoire. Lo hängt es wirklich aber auch an den Etat-Membre, für die mit Leben zu füllen, auf für sich zu treffen, aber ein Kompromiss, den dafür jeder viabel ist, das ist extrem schwer. Und da hat Ursula von der Leyen ganz klar an ihrer Rede gesagt, hey, fand ihr Schwanzschlift, wir haben den Pakt dich Leyen. Macht, wann schlieft, dass den dann auch kann mit Leben gefüllt gehen, dass die kann umgesetzt gehen am Interesse von den Migranten. Und den Aufruf hat sie ganz klar gemacht. Und sie hat auch ganz klar gesagt, I want to be clear, we stand by the Afghan people. Sie steht neben dem Herr Asselborn da. Aber wenn die Etat-Membres sich nicht fanden, dann ist das ganz schwer für eine Kommission, für da auch für dort zu helfen. Sie ist da auch blockiert ne, von Etat-Membres. Und der Marco hat doch gesagt, ich meine, wir slowenische Präsidenz, die da auch nicht ganz dinglich ist auf dem Dossier im Moment. Und das sind alles Faktoren, die mitspielen. Das ist eine ganz komplexe Realität. Du sollst die Sachen mehr transparent machen, mehr dabei noch open diskutieren. Mir geht doch die Diskussion mit Afghanistan nicht durch. Madame hat froh gestellt, wegen der Migrationspolitik, und sie qualifiziert sie als rassistisch. Ich persönlich empfand sie nach mir krass, weil mir halten die Leute nicht dabei sind, weil sie Schwarzer sind oder weil es Araber sind, wobei wir das mit denen genauso machen. Wir geben auch andere Nationen auffallen. Für uns, also der neue Migrationspolitik, wichtig, dass wir den Thema und Grenzen rausdrücken. Wir bauen da Mauern ab, wir reden uns über den Herrn Trump ab, den eine Mauer bei Mexiko baut. Wir machen das selbst in unsere Grenzen. Wir finanzieren das. Wir geben bei den Herrn Erdogan, den was Rechtsstaatlichkeit gewiss so, wo man noch ein bisschen einen Plan Jeu hätte, für zu diskutieren. Wir bezahlen dem so, dass den uns Leute besser vom Hals hält. Und dann machen wir genau dasselbe in Belarus. Und wir machen dasselbe mit den KZ, die Opferklarer, die wir an Libyen finanzieren. Das sind alles so und das sind alles Steuern, für das man nicht mehr gesehen. Das ist eine Politik, die ich dramatisch fand und die ist nicht immer rassistisch, die ist einfach unethisch. Und dafür fand ich es wichtig und ich respektiere das, dass sie effektiv, und das hat nicht alle Kommissionspräsidenten für Drogen gemacht, sie verbalisiert es. Und sie hat selber nicht Durchsetzungsmöglichkeit an ihrer Funktion, auch das respektiere ich. Aber das Thema ist so wichtig als Mensch, wenn wir schon von Humanismus schwätzen, von menschlicher Wichtigkeit als Unität, wir schwätzen über den Wert von den Menschen, dann hätte ich auch gerne den offenen Streit. Dann kann sie nicht so und so, ich meine, guckt, dass es ins geht. Dann hätte ich auch gerne, dass sie, selbst als Parlament, als Nationalparlament, als Premierminister, selbst die von Notbeschländer, dass die Kraft bekennen. Dass sie so ein komm, wir schwätzen darüber. Und dann nicht eine enger Kommission oder andere, die ganz Aufgetzungen, die Leute, die es nur lauschen, die kennen 10% von den Aufgetzungen, die wir heute benutzen. Für die Leute wäre einfach immer wichtig, zu sehen, wir holen die guten Themen seriös. Und das kann ich noch ganz einfach ausdrücken, kann ich durch Farbe bekennen. Und dafür fand ich ausdrücklich, ich bin immens froh, dass die Frage gestaltet hat. Weil das ist ein Thema, über den einfach viel zu wenig geschwärzt wird. Für dann zu sagen, die will ich unbedingt noch drin hängen, also das so nicht, die will ich drin hängen, weil man schwer Herzen leid, die Migranten, die probieren an Europa ranzukommen, die mir abkaufen. Wir haben die Länder an seiner Dependenz, an einer wirtschaftlichen, mit Freihandelsaufkommens, viel drunter war Esklavagismen. Wir haben die Länder so weit gebracht, dass die Leute, wie zum Beispiel an den letzten 10 Jahren, wo Kenia über 90% von seiner Textilindustrie verloren hat. Für was? Weil wir als Jeans, die wir ja nicht von Sklaven produziert haben, wenn wir die 4-mal gedrohen, sind die letzten Zahlen. Innerhalb von 6 Monaten, da gehen wir so einen Container, weil wir wollen ja den armen Leuten helfen. Die Kleider, die verkaufen nach Afrika, und in Afrika ist die Textilindustrie dicht. Der Sudan wollte sich dagegen führen, weil sie 500.000 Tonnen Kleider pro Jahr importieren. Und die Amerikaner gesagt, da kriegt eine Wirtschaftssanktionen auf Pons. Und dann sie da zurückgezogen. Natürlich, sie importieren frei und lustig weiter Kleider von uns, also Container, 36% von unseren Kleider, die wir sammeln, die verkaufen an die Länder. Und die machen Boot so,
Die Leute keine Sozialversicherung, die in ihr Wallis, sie kommen rüber, kriegen von uns gesagt, hey, Loa trinken wollen, du gehst mal heim schaffen. Das ist für mich ein gesamtwirtschaftliches, ein gesamthumanes Problem, an den hängt sich nicht ab, so gut nicht nur länger froh vor Rassismus, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminieren. Aber das ist ein gesamtethisches Frage, die wir uns muss stellen. Und da gehört auch die Kommission dazu, da gehört auch das Parlament dazu. Und das Parlament sind die demokratische Unität an der EU, der wir so sagen, weil die haben wir wirklich gewählt, die anderen nicht. Und da kriegen wir DAX auch Unterstützung an den Themen. Einfach, dass so manche verschiedene Gruppamente dabei sind, die auch Gas geben. Und da schätze ich ausdrücklich, für dann da die Krise zu schließen, aber dass Madame von der Leyen trotzdem verbalisiert, einfach nicht mehr sieht, schätzt, obwohl sie rein funktionell das nicht hätte müssen machen. Ich meine, weil du nur noch appellieren kann, dass das nicht nur eine moralische Frage ist, sondern auch eine legale Frage. Aber wenn man guckt, was sich auf den EU-Außengrenzen jeweils mit Frontex und nationalen Agenzen geschieht, dass du illegal Pushback stattfinden, wo konträr sind zu den Menschenrechten, da muss man sich fragen, ob nicht die Kommission sich durch das Akzeptieren von solchen Situationen selber schädigt, weil da kann sie nämlich vis-à-vis von Polen, Ungarn, jeweils sogar Slowenien jugieren, dass die Rechtsstaatlichkeit so wichtig ist. Gut. Ich meine, mir nach Zeit wäre froh. Ja, merci. Bruno. Bon, Bruno Terret, président du Conseil économique et social de la Grande Région. C'est un espace de vie de 12 millions de personnes qui nous entoure avec 4 États et qui est l'expression de la société civile organisée. Je vais commencer par Alma parce que c'est l'année de la jeunesse. Donc c'est bien, c'est acquérir des compétences, une expérience professionnelle dans un État membre. Mais on voit ici localement, parce qu'il faut se soucier des citoyens ici de la grande région, on se heurte à un problème de reconnaissance de diplôme, à un problème de disponibilité, de logement également au Luxembourg. Donc comment faire pour accueillir ces jeunes qui ont du mal à venir ici au Luxembourg parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc c'est un point crucial. Après, deuxième point, c'est les migrations. Quels sont les terrains d'entente et de manière de gérer les migrations en Europe et le système migratoire européen? C'est une question. Au niveau économique, c'est important, on parle de circuit court aujourd'hui, de souveraineté économique. Après, il y a la loi de la concurrence européenne. Est-ce qu'on veut faire des majeurs européens dans le monde aujourd'hui où on applique toujours nos lois contraignantes qui ne nous permettent pas d'avoir des GAFA, qui ne nous permettent pas d'avoir aujourd'hui des leaders mondiaux capables d'aller à la conquête du monde face à la Chine? Donc, est-ce qu'on a évolué sur ce critère aujourd'hui européen sur les pourcentages de parts de marché de nos industries pour affronter le monde? Je reviens également, et j'étais un peu déçu, c'est une expérimentation, c'est Camille Girard qui l'avait lancé, c'est le mécanisme transfrontalier européen, European Cross-Border Mechanism. C'est un nouvel, aujourd'hui, instrument juridique qui permet d'appliquer la réglementation d'un État voisin sur un territoire pour mettre en œuvre une action transfrontalière spécifique dans le cas où sa propre législation constituerait un obstacle juridique à la réalisation d'un projet transfrontalier. C'est vraiment novateur. C'est pour faire court et c'est inapproprié peut-être, s'appliquer le droit du voisin pour faciliter les choses, c'est lever les normes, les obstacles aux frontières. Et lever 20% des obstacles aux frontières, c'est 2% de PIB en plus pour nous, pour notre région. Et c'est 1 million d'emplois supplémentaires en Europe. Donc pourquoi aujourd'hui quelques États n'ont pas soutenu ce projet, aujourd'hui qui est novateur, de faire de notre région un laboratoire d'idées avancées de l'Europe? C'est la préconisation, c'est l'expérimentation. Je pense que c'est important de mettre ça en œuvre. Après, il y a beaucoup de choses au niveau de la recherche et développement. Merci, mais on n'aura pas le Pas temps tous. pour Bon, encore ben, plus. Je vais déjà donner la parole à René Vaincrin. Je veux revenir à quelques points. Par exemple, le droit de la concurrence européen. Je partage votre avis. Je pense tant par rapport à la digitalisation, la transition digitale, que par rapport à la transformation énergétique. Il faut adapter, je pense, le droit de la concurrence, que ce soit merger control, que ce soit par rapport aux États. Et d'ailleurs, dans des entrevues que nous avons pu avoir avec le commissaire Timmermans, il a souligné cela pour le volet du Green Deal. Il a dit qu'on ne peut pas faire le Green Deal avec une politique de concurrence de la Commission ou de l'Union européenne des dernières décennies. Donc oui, là, je pense que c'est vrai. Les obstacles aux frontières, même chose. Oui, si je devais mentionner une chose qui a manqué dans le discours du point de vue économique, je dirais qu'elle aurait pu rappeler
la dégradation du marché intérieur. Nous avons, et le Luxembourg est un bon exemple, nous pratiquons un droit du détachement qui est une catastrophe. Nos entreprises ne peuvent pas accueillir leurs fournisseurs technologiques d'Allemagne, de Suisse, de Flandre, et d'ailleurs certains refusent de venir travailler au Luxembourg parce que vos formalités, on peut, alors on vous laisse et débrouillez-vous. Nicolas Schmitt a finalement compris le problème, l'a mis sur la voie des instances une loi pour abolir ce protectionnisme caché. Et je ne sais même pas si c'est voulu comme protectionnisme, mais la loi traîne au Parlement, ce qui est une illustration. Et par exemple, dans le contexte, on vient de parler des droits de l'homme. Si nous voulons favoriser les droits de l'homme dans les chaînes de valeur, il faut absolument le faire sur le plan européen et pas par 27 législations nationales qui vont évidemment faire éclater le marché intérieur. Et certains pays qui ont pris l'initiative ont le protectionnisme en arrière-tête. Donc c'est une mission constante de la Commission européenne de veiller à l'intégrité du marché intérieur. Et donc oui, je partage. Voilà, ce sont deux sujets que vous avez mentionnés qui m'intéressent plus directement. Ganz kurz, den Herr Wanke hat recht, der Bannemarkt muss geschützt sein. Wir haben noch zu viele Barrieren dran. Nicht nur Tarifärbarrieren, sondern auch ein ganz Rutsch von non-tarifären Barrieren an dem Bannemarkt. Aber besonders wir Lützeburger leiden auch durch den sogenannten Territorialrestriktionen. Das ist ein Beispiel, wo Lützeburg drin leidet. Was Konkurrenzregeln anbelangt, da haben wir ja die Chance am Kader vom Digital Market Act und Digital Service Act da zu gucken, dass wir gut Konkurrenzregeln kriegen. Das ist ein Dossier, den wirklich unter der Ordnung ist, wo die Kommission IMCO, Marché Intérieur, Konsumentenschutz schafft, wo die Zivilgesellschaft schafft, wo Partnerinnen von der Wirtschaft schaffen. Da muss ich vielleicht als Fehler, die ungeschweißt gesehen, lehren. Vielleicht muss man in Europa auch viel mehr an Konsideration holen, die vielen Menschen, die in Grenzregionen leben. Es leben Millionen Europäer in Grenzregionen, dass da nach Grenzen sind, an Unterschiede sind, das ist etwas, wo wir hier als Lützeburg können ein Laboratoire sehen, andererseits Erfahrungen, an das, was du siehst, Bruno, die Erfahrungen, Europa spielen auf den europäischen Plan, dass die Probleme ungeschwärzt gehen. Wir haben nicht gesehen, auch mit den Arbeitern, mit den Cross-Border Workers, was es da für Problematiken gehen. Und das ist wirklich etwas, wo wir als Lützeburg auch hinten spezialisieren, wirklich die Probleme von den Leuten, die daran nicht Grenzen evakuieren, dass wir da auf diesen Dossieren schaffen können, an unsere Erfahrungen bringen. Da haben wir da. Ja, da haben wir da effektiv. Wir haben ein Minister, das für die Großregion zuständig ist, halt zu Lützeburg, an den ganz aktiv ist. Ich kann da aus eigener Erfahrung schwätzen von meinem vierten Posten an der Pandemiekrise. Hatten wir damals alle Woche, und das ist mein heute auch noch der Fall, alle Woche Austausch um Niveau Grand Region. Da war eine extra Corona-Taskforce angesagt, die immens gut man nie geschafft hat, und wo man wirklich konnte beweisen, wann ihn sich regelmäßig austauscht, Best Practices austauscht, da können die zusammen weiter und kann den zusammen Sachen umsetzen, die für drunter nicht möglich waren. Und ich denke, dass das ein gutes Beispiel ist, das kann ich noch auf einer Domäne ausbreiten und für so einfach ein besser Zusammenarbeit über die Grenzen raus an der Großregion zu holen. Und das ist ein gutes Beispiel für europäische Solidarität. Wir müssen merci immer da schließende Strandhai obersten alle guten Hai am Saal. Wir müssen merci, dass da kommen sind, auch den Leuten, die online surveilliert tun. Wir müssen merci dem Ankalte, dem Isabel Wieser-Lima, dem Marc Angel, dem René Wanker, dem Georges Kiefer und dem Liam Bremer, dass es da echt Zeit geholt wird, hinzukommen. Und bis ein anderer Kaya. Merci und Fanny King.